Oh, ich lese da schon wieder ein inflationäres Bierger wo. Müssen wir mal wieder, ich müsste da mal ein How-to-Urstein machen, habe ich das Gefühl. Will man nicht sehen. Und wie immer muss ich die ersten 20 Sekunden einfach mit irgendeinem Scheiß gegen die Wand labern, ohne dass ich mich selber her oder irgendwas ist, was es selber ist. Grüßen wir doch einfach an der Stelle, jetzt höre ich mich selber. Trotzdem grüßen wir an der Stelle vielleicht mal irgendwelche community-fremden Personen, die sich denken, hey, Deep Rock Galactic Survivor und irgend so ein bohrischer Fettsack mit Bord. Schauen wir das einmal an. Keine Ahnung warum, aber schauen wir es einmal an. Wo ist die Tröte? So schaut's aus. Hobby! Spätestens jetzt sind sie sowieso fort. Heute übrigens! Bierger, Micker, 20 Uhr! So sieht's aus! Grüß mir erstmal den Sauerfeine. Habe die Eier an den Erdnussbrot, an den Börtleck, an den Fahrer, an den Löffel, an den Hallo an den Herz, an den Freshmark, an den Pit, an den Opa, an den Leuchtrauschkugel, an den Fahrer, an den Rotorex, an den Leckmann, an den Bandelgramm, an den Pit, an den Franes, an den Wallmann, an den Forest Quad, an den Fabian, an den Meinmike, an den Hallo an den Löderlein, und dann ist der Stadi da mit 16 Monaten. Die Chefs haben Asiaten beim Zocken mit Zwergen beim Limbo gemeinsam. Man kann nur verlieren. Was, das war so viel... Was? Der Chef, was haben Asiaten beim Zocken mit Zwergen beim Limbo? Jetzt habe ich ihn verstanden. Aber wenn ich so fest drüber nachdenken muss, dann ist der Zug meistens schon abgefahren. Stau die Mercy dir. Aber die erinnern mich an den Schorsch, an den Einbaum, an den Forest Quad, an den Julian, an den Grotzer. Stopp. An den Dampfler, der ist schon eingestimmt. Digi Hole. Ja, ich weiß, dass Digi nicht so geschrieben wird. Ich weiß das, sondern mit 2G und Y, aber dann hätte es nicht in den Titel gepasst. Was soll ich machen? Sag, was soll ich machen? Wi-Fi! Auf geht's rein ins Loch! Jetzt wieder ein Resub. Und verdammt, die 55 Monate, du geschubst die. Und dein Mo genauso. Weiß ich nicht, was da wieder los ist. So, genau, wie geht's euch? Björn! Heute der Chef, Augen ein Stream. Ich hoffe doch sehr, wir spielen heute eine hoffentlich weitere Indie-Perle. Der Dampfler ist extremst begeistert. Der ist schon wieder kaputt. Timmy hast du schon wieder aufgehaxt. Aber ich grüße dich trotzdem zu dir daheim. Björn, merci dir. So, jetzt mal beobachtet. Habe ich, So muss ich Glück. Merci wieder ein Zwiegel. Zwiegelmanner. Habe dort Chef, kennst du ihn schon? Treffen sie 2 Piloten, 450 Tage. Der Sprengi. Der Sprengi ist so selten. Weiß ich nicht. Du bist mal im normalen Chat, weiß ich nicht. Sind hier Backseat-Digger. Das war so klar, dass nur Bullshit kommt. Zum Glück! Meine Frau hat gemeint, es wäre mal schön zu dritt zu sein. Hab heute Abend eine Nutte gehabt. Währenddessen ich das vorlese, hast du wahrscheinlich schon 14 Fotzen gefangen. Keine Ahnung. Nico, 40 ist auch total narrisch. Kuss auf die Nuss, halber Tritt, wie geht's? Schlechte Behinderte, geht's immer gut. Nein! Semignädel, Schluss, da! Du, Diridare, dere. 25 sind zu viel. Nur dazu, dass sie sind nicht schon wieder broken. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da noch einstellen soll. Ich muss jetzt wieder anfangen mit, gehen wir zu Tippi Stream und dann tun wir es sowieso wieder nicht. Weil es wieder 2 Tage funktioniert und dann nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Semignädel, mir jetzt dir! Zu viel! Da! Eine Diridare! Kasten! Nein, ich würde in die neue Kirche investiert. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Oder heute habe ich angefangen zum Scheißdreck bestellen. Sag ich dir, wie es ist. Nussi, mir ist wieder ein Resub. Habe ich die Ehre endlich mal wieder live dabei. Zeit ist war Nussi. Ist ein Nussi 94 Ginger, ist ein Name, den lese ich nicht oft, muss ich sagen. Herr Kraus, Serie zurück. So viel grün! Ich wollte gerade sagen, ich scroll und ich habe da mittlerweile einen normalen YouTube-Chat, da haben nur kleine Kasten. Alter. Was ist denn mit euch? Kriminal, Hackelzement. So, warum flackert eigentlich da schon wieder alles und ist schon wieder im Arsch und keine Ahnung? Ich zeige euch da was. Ist halt schon gekommen. Gott sei Dank. Foxy mit 3 Fiddy! I'm a dwarf and I'm digging a hole, diggy hole. Ich hab's mir vorher noch angehört, aber ich kann es leider nicht wiedergeben. Da habe ich es noch zu wenig oft gehört. Leute, Dankeschön, Timmy Boy, danke dir, Foxler, Dankeschön, Erinnerungsmaker, Erinnerungssquad durchgespielt. Habe der Chef ganz wichtig. Durchgespielt. Habe der Chef und ganz wichtig, wer nicht liegt, der schlägt seine Schwester. Wer nicht liegt, der schlägt seine Schwester. Das, was der Meinmaker sagt. Wenn er den Like-Button smasht, der schlägt seine Schwester. Und wenn er keine hat, dann seine imaginäre. Wisst ihr, was wir am Freitag in der Woche tun? Das wird super. Das wird super. Das Ding hat 886 plus Teile. Ich weiß nicht, warum es nicht genau draufsteht. Ich weiß es nicht. In der Amazon-Beschreibung steht eigentlich drin 936. Egal. Eigentlich wäre das den Freitag schon machen. Aber da ist beim Uncharted. Herr Heile!
Servus, welcome to the squad, Mr. Heimal. Kuss auf die Nuss. Sprengi, der Gnädel 2000, ja, der wird sich freuen. Also ich sehe ja, das Ding, das kann gehen. Also es ist mir ein Technikmodell. Und ferngesteuert auch wieder. Also der gute Panzer war auch ferngesteuert und der ist einigermaßen gefahren. Der ist sogar ziemlich gut gefahren. Bei dem Ding mit Haxen, da kann ich mir schon wieder vorstellen, dass er eigentlich nur auf der Stelle trapsen wird und das nicht gescheit funktionieren wird, aber wir werden sehen. Schauen wir mal. Der Stäbselgnädel. Das ist ein guter Titel für ein Dings dann. Muss ich fast noch ein Foto vom Gnädel daneben hin. Ah, der bringt Klicks. Gnädel bringt Klicks. Das ist ja klar. Ist der von Boston Dynamics, ja, den kann ich mir wahrscheinlich eher nicht leisten. Salve, endlich Bürger, Zeit zum Schmidtbauer Mahnen, Mr. Blutbleib. Das ist ab 8, musst erst Mama fragen. Was? Wieso muss ich da erst Mama fragen? Nix da. Ich bin ein erwachsener Mann, ich kann Lego bauen, was ich will. Ah, warum kriege ich jetzt mittendrin Werbung? Was? Was? Steffi, ist das der Ernst? Ist da sonst noch irgendjemand, der mitten im Livestream eine Werbung? Das habe ich immer ausgeschaltet. Immer. Fucking YouTube, I fucking dare you. Kriege ich einen Vogel. Das tut mir jetzt leid, da müssen wir kurz unterbrechen. Für alle, die das vielleicht im Nachhinein anschauen, keine Ahnung, das hier ist ein Livestream. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die es wahrscheinlich nicht kapieren, dass es kein Video ist, sondern ein Livestream ist, beziehungsweise ja. Ah ja, YouTube, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um Werbung zu schalten, das ist mir schon klar. Jetzt warte mal, Monetarisierung festlegen, wie Midrolls erscheinen, Midrolls manuell einfügen. Nein, da darf halt eigentlich keine Werbung mittendrin kommen. Das darf nicht sein. Nein, ich habe Adblocker. Ja gut, alle, die einen Adblocker haben, die brauchen wir jetzt nicht sagen, dass sie einen Adblocker haben, das interessiert mich nicht. Sondern alle, die keinen Adblocker haben und mittendrin eine Werbung kriegen, das unbedingt mir sagen. Red Viper! Welcome to the squad. Ab in den Chat, habe ich dir hier, einmal habe ich dir hier Viper. Los. Adblock, alle haben es Adblock. Premium Digi, ich habe auch Premium Digi. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Und weißt du, wo ich das letzte Mal so richtig zum Schätzen gelernt habe wieder? Gestern oder vorgestern habe ich mir mit einem Spätsee Videos per Discord angeschaut. Also mit Watch Together. Und was haben wir uns angeschaut? Tyson Chaos. Weil irgendwann im Juli kämpft der Tyson, ja, der Tyson, Boxer Tyson, gegen einen von den Logan-Brüdern. Ich weiß nicht, wie es heißt. John Logan? Joe Logan? Ich weiß, ist ja vollkommen wurscht. Maxi! Hol mich schnell, aber nein, hol uns eine Pimmelung! Schauen wir mal, wie viel das heute zerpimmelt wird, Maxi. Kuss auf die Nuss. Merci wieder ein Resub. Auf alle Fälle haben wir uns dann das Video angeschaut, dieser Wurscht von was der Tyson eigentlich für eine verfickte Maschine war und so. Und alle 2 Minuten verfickte Werbung. Ich bin da gesessen und denke, Alter, ich rast aus! Ich rast aus! Premium wo? Und dann habe ich mir gedacht, so, alles klar, ich weiß schon wieder, warum ich die 12 € im Monat zahle. Ich sag das ganz ehrlich. Jake Paul heißt der, Mr. Birdlike war übrigens der, mit dem ich das Video geschaut habe. Maxi, Lipzep, habe die Ehre, Video schneiden müssen, Hagelberger, was tust du schon wieder für Video schneiden? Da, immer schön brav weitermachen. Niemals aufhören. Und wenn es 5 Jahre dauert, und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, es wird mehrere 5 Jahre dauern. Gegen Jake Paul. Das ist ein riesen YouTuber, die haben riesen bekannt in die USA und so, und bei uns dürfen die eigentlich auch einige kennen. Das war eigentlich lustig, wenn man das restreamen dürfte. Das darf ich mir gerne anschauen und gerne kommentieren, das sage ich dir, was es ist. Weil ich hoffe so sehr, dass der Tyson wieder das rote Tuch kriegt, wenn er im Ring steht und den Typen zu Scheiße prügelt. Also, ja gut, recht lang dauert das in der Regel ja nicht. Der fängt meistens so eine, maximal 2 und dann liegt er voll da um, wenn man noch so mehr sagt. Viper! Nur ein neuen YouTube-Account xdfrognet, warum? Jo. OGLLLLL. Red Viper stimmt nicht so ganz. Dann merci für 40 Monate grob. Ich kann es nicht rechnen, ich sag das, was ist. Mr. Viper, merci dir. Ich darf mich jetzt aber schon sehr stark interessieren, warum du einen neuen YouTube-Account hast. Was ist denn da wieder gemeint worden? Hä? Was ist denn da gemeint worden? Ja, Eichenbaum, merci dir, Patrick, merci dir, Sasch! Sash! Ab in den Chat, aber der ist Sash. Welcome to the squad. Danke für die Mitgliedschaft. So, jetzt bei so Wacht. Freunde der Sonne. Es ist noch nicht ganz 10 noch, aber egal. Der Löffler schreibt wieder, Tyson kämpft wirklich gegen den. Ja. Und es soll ein Showkampf werden. Und meine Idee dahinter ist halt, ein Tyson im Ring, schlechte Idee, rotes Tuch
und er rast aus und der schluckt ihn. Das ist meine Hoffnung. So wie das ist. Ein Tyson da ich schon gerne nochmal jetzt in einem Ring sehen. Der Mann ist, ja, wir haben extra nachgeschaut, wie alt das er ist. Ich glaube 57 oder so. Oder? Ist es 57? Ist der Tyson 57 alt? Kann gut sein. Und da gibt es Trainingsvideos vom 57-jährigen Tyson. Ich schwöre bei Gott, der bringt die um. Das ist total narrisch, Alter. Das ist total narrisch, wenn man so beieinander sein kann mit knapp 60. Also ohne Scheiß. Das ist so narrisch, Alter. Und der hat halt wirklich immer noch Bock. Und du merkst da jetzt noch so, wie er sich halt bewegt wie damals. Das ist genau das Gleiche, Alter. Und er ist ein einziger, gut, er ist natürlich ein bisschen gewampert, aber ich meine, der Mann ist fast 60. Das ist eine verfickte Maschine. Es ist unfassbar eigentlich. Immer nur brutal. Herr Tropic, merci wieder ein Resub. So, und jetzt werden die Donation Sounds ausgemacht. An den Bavarian Dream noch ein Dankeschön für seinen 5er. Habe der Birger gewünscht, einen schönen Stream, viel Spaß und Wallpaper nicht vergessen. Oh Gott im Himmel. Da rinnt noch viel Wasser dieser Hobby, fürchte ich. Da muss ich meine ganzen Kostüme wieder rausgreifen und muss die ganze Zeit Sachen machen mit Fotos und Yachten. Was ist das? Ja, was ist das? So, Friends of the Sun. Übrigens, gleich mit dran bleiben, nach dem Stream. Was heißt nach dem Stream? Nach dem Spulen, so um 10. Um eine 10 miteinander aus, das ist das beste Game ever, was durchaus passieren kann. Schauen wir uns einen Fallout-Trailer an. Und da ich gern viel Schmerz, machen wir das lieber um 10, weil dann können wir vielleicht vor halb 11 heim. Oh, weiß ich noch nicht. Müssen wir Varian, den 5 habe ich gemeint. Merci dir. So, aber heute ist etwas anderes dran. Deep Rock Galactic Survivor. Was zur beschissenen Hölle ist das? Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht so genau sagen, aber es ist ungefähr sowas wie Vampire Survivor und wie Brotato. Was wir letztes Jahr, ja nicht um die Zeit, aber ich glaube, wann haben wir das letztes Jahr gespielt? Vor der Sommerpause kurz, so im Juni. Und es war super awesome. Unerwartet super awesome. Und Deep Rock Galactic Survivor ist ein bisschen im Hype, so die letzten Tage. Ein Spezi von mir feiert es wie Sau, der Dampfler feiert es wie Sau und andere feiern das auch wie Sau. Mario Landl, merci dir. Achtung, schwarze Humor im Anmarsch. Kommt ein Schwarzer in eine Bar mit einem Papagei auf der Schulter. Fragt der Wirt, wo haben Sie denn den? Er sagt, der Papagei aus Afrika. Mario Landl, merci dir. Red Viper, jetzt war ich schon Google-Account gehackt worden und ja, haben dann gelöscht und einen neu gemacht. Hilft eh nichts. Was ist das Schlimmste? Jetzt Achtung, bevor wir sperren, da muss ich jetzt einfach schnell den Pro-Tipp hergeben, weil mir das damals halt vor langer Zeit bewusst worden ist, was das bedeuten kann. Mir ist nicht passiert. Wenn dir jemand deinen Google-Account hackt, ist das fucking beschissen Wichtigste dein E-Mail-Account. Natürlich auch Sachen, die sonst damit verknüpft sind und so weiter und so fort, aber wenn ich Zugriff auf deinen E-Mail-Account kriege, das kriegst du erstens gar nicht einmal mit, solange ich dann nicht irgendwelche Mails lösche oder was verschicke oder sonst was, aber ich war ein Idiot, wenn ich es tue. Sondern ich sehe sprichwörtlich, was du alles machst und was du so tust und was du so hast. PayPal-Konten, Bankkonten, Amazon-Accounts, Online-Shop-Accounts, Spiele-Accounts, was auch immer. Und wenn ich Zugriff auf deinen E-Mail-Account habe, jeder weiß, was passiert, wenn man ein Passwort anfordert. Ja? Dein Benutzername ist oft irgendein random Benutzername, aber meistens kannst du dir auch mit allem, zum Beispiel bei Steam oder bei Amazon, bei egal was, mit deiner E-Mail-Adresse einloggen. Und wenn ich dein E-Mail-Account gehackt habe, dann weiß ich, wie die ist. Und beim Passwort anfordern passiert was? Ich kann mir als Bestätigung irgendeinen Scheißcode an meine E-Mail-Adresse schicken, auf die ich Zugriff habe. Und dann reset ich alle deine Passwörter in alle deine Accounts innerhalb von 30 Minuten und dann fick ich die so richtig. Und so richtig unangenehm. So richtig ohne Speiberling, ohne Flutschi, ohne alles. Und nicht mehr mit die Feist, sondern mit die Füße. Gebt eurem E-Mail-Account ein 35-stelliges Passwort. Oder was weiß ich, was jetzt. Oder Multifactor-Authentifikation. Dass du auf dein Handy per App einen Code kriegst oder irgend sowas. Und Benachrichtigungen kriegst, wenn jemand anders von einem anderen Gerät versucht, sie einzuloggen. Tu es, trust me. So! Da kommen sie! Der schöne Grüße aus dem gelobten Land. Oberbayern! Nix, Niederbayern, Grüße, Oberbayern. Schöne Grüße zurück. So, jetzt halt der Fotzen, fetter Hackerman und Spey. So. Schön. Wie ich schon angekündigt habe, es geht heute darum, wir sind ein fetter Zwerg, wir zerpimmeln wir Viecher und wir graben Löcher. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, ich drücke fast jegliche Taste vor 2, okay.
Okay, das hat nicht so funktioniert. Was hab ich jetzt? Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder einen Stream abgebrochen oder irgendeinen Scheiß. Ja gut, wird schon passen. So, Internetleitung ist auch da. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sprechen wir einfach, bevor ich jetzt da lang umeinander erkläre, was das ist. So hundertprozentig wissen tue ich das nämlich auch nicht. Es ist auf alle Fälle sowas wie Brotato. Die Kristallkavernen. Ich habe keine Ahnung, was das Symbol bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was das da bedeutet. Das ist das Biom. Okay. Biom. Was haben wir da? Das schaut also ein bisschen nach Lava aus und das da unten schaut so ein bisschen nach Dornen und dschungelmäßig aus. Ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir gehen jetzt da einfach her und drücken mal auf Yo. Offensichtlich müssen wir 30 eine Kastel finden, was auch immer das bedeutet. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden sehen. Caverns, the Jewel of Hoxus. Das war eine sehr wütende Ansage. Schließe die Expedition ab. Verbessere Deepcore GK2 auf Level 12. Was auch immer das ist. Aber Deepcore hört sich so ein bisschen nach einem Bohrer an. Und sammle 200 Gold. So. Alles, was ich weiß, wie das abläuft. Wir rennen mal wieder irgendwo umeinander. Es kämen permanent Viecher auf uns zu, so wie das bei Brotato auch ist. Und mir schießt man wieder automatisch auf diese Sachen. Hoppala, wieso? Ich hab doch eigentlich der Alertsounds ausgemacht. Jetzt habe ich es ausgemacht. Entschuldigung, Herr Schleinkhofer. Dann bringen wir heute keinen Black Humor, ist mir schon vorweggenommen worden. Mein Part traurig. Birger macht mich wieder happy. Hashtag enttäuscht mich nicht. Hoffentlich enttäuscht mich Spain nicht. Merci für den Resub. Kuss. Das war gar kein Resub. Merci für den Euro. Kuss auf die Nuss. So. Dann haben wir jetzt gar nicht lange umeinander. Wir nehmen Gefahr 1. Schaut mir so ein bisschen an, als warten das Schwierigkeitsstufen. Und wir müssen da 30 Dinge da verdienen, damit wir die nächste freischalten. So, das ist so, was mich hauptsächlich interessiert, der Loop. Levelt man mir da unseren Charakter, wir werden immer stärker, was gibt's für Waffen, was gibt und so weiter. Spiel lautlos. Das ist der Spielsound weg. Ist er? Echt jetzt? Jetzt hört ihr noch irgendwas? Oder irgend sowas. Ich meine, ich sehe, dass da der Desktop-Audio ausschlagt. Jetzt noch was? Nein, alles gut. Nein, passt schon wieder, okay. Ja, passiert, wenn ich aussieht hab. Warte, pass auf. Spielsound weg. Ist, wenn ich auf dem zweiten Monitor mich fahre. Ja, gut. Ja, macht zwar ja wieder keine Angst, dass wieder alles im Arsch ist. So, fangen wir einfach an, gehen wir rein. Oh, Lex, haben wir mir ein gut aussehender Zwerg. Speer. Es gibt offensichtlich schon mal verschiedene Klassen. Okay, lesen wir alles wunderbar in Ruhe durch. Der flinkste aller Zwerge, der Scout, verlässt sich auf Fernwaffen und erhöhte Beweglichkeit, um die Gefahren von Hoxes 4, das ist wahrscheinlich der Planet, schneller zu erkunden und ebenso schnell von ihnen zu entkommen. Maximale Lebenspunkte 120, wir haben eine Ausweichchance, wir haben eine kritische Chance und wir haben einen kritischen Schaden. Das sind alles Werte, die ziemlich normal ausschauen mit 5% und der doppelte Schaden oder beziehungsweise eigentlich ja dann dreifacher Schaden. Sagt man da schon, was die kennen? Nein. Aber gut, da wird es dann wahrscheinlich so Juggernauts geben, die tanky sind, aber nicht so viel Schaden machen und besser bohren können. Ich weiß auch noch gar nicht, für was dass wir das Bohren überhaupt brauchen, aber wir werden sehen. Was ist jetzt da wieder? Ralphie, merci für den Resub. Wackboss, I'm a Hulk and I'm wackig! Dann dürfen jetzt eigentlich die Zwerge da nicht mengen. Mr. Wackboss. Kuss auf die Nuss. Oh, RPG-Game. Na, also, RPG-mäßig ist es nicht. Aber ja, eigentlich schon. Nimm einen Speer. Oh. Okay, man hat auf alle Fälle, was ich da schon mal sehe, ist ein Haufen Zeug zum Freischalten. Also verschiedene Stufen offensichtlich. Verdiene 4, indem du andere Gefahrenlevel und Gebiete abschließt, um dies freizuschalten. Ja, was auch immer das dann bringt, wir werden sehen. Nehmen wir das wieder, Dann haben wir da, klassisch. Was ist das da? Klassenmodifikationen. Plus 10% Bewegungsgeschwindigkeit, okay, plus 20 maximale Lebenspunkte. Und das ist unser Deepcore GK2. Was heißt denn GK? Keine Ahnung. Ziemlich einfaches Sturmgewehr. Was kann ein GK heißen? Der ist wieder auf dem Schlauch, ist so wurscht. Das in Stößen schießt. Okay, es hat einen Burst-Mode, visiert den nächststehenden Gegner an, verursacht kinetisch Schaden. Sehr interessant, es gibt offensichtlich verschiedene Schadenstypen. Kinetisch ist halt im Prinzip Physical Damage. Es ist präzise, es ist eine Projektilwaffe und ist Medium. Das heißt, es gibt nur schwere Waffen und leichte Waffen wahrscheinlich. Was das da herum ist, weiß ich nicht. Und was das da herum ist, weiß ich auch nicht. Ist mir aber auch alles scheißwurscht. Muss ich jetzt da noch irgendwas ausweihen? Ja, ich muss einfach auf klassisch wahrscheinlich drücken. Ah! Okay. Okay, chill. Okay, mit WASD pimmelt man umeinander. Der erinnert mich ein bisschen an den... Okay, was muss ich da? Ja, okay, hallo! Ich bin zwar Pro-Gamer, aber ein kurzes Tutorial, was ich grob tun muss, war schon nicht so verkehrt. Okay, da ist jede Menge Platz neben der Waffen für Waffenmodifikationen. Schließe die Expedition ab. Bleibt das Spiel ja wirklich stehen, wenn ich auf Pause drücke? Ich denke schon. Da herum haben wir Stats. 120 plus 20 Lebenspunkte, Ausweichchance, Bewegungsgeschwindigkeit, Modifikator und so weiter. Und jetzt kommt es wahrscheinlich da, was ist das da herum?
Gesammelte Ressourcen. Ach, da kann ich wahrscheinlich abschließen. Nein, das tun wir nicht. Kann ich da irgendwas ändern oder so? Nein. Braucht es irgendjemand da? Nein. Da steht auch Stufe 1 dort. Ja gut, so, jetzt pass mir an. Kann man da, wie tut man irgendwie, schießen tut er ja automatisch. Ach, er baut automatisch. Ah, okay, ich verstehe. Okay, es wird automatisch geschossen. Ich tue da gar nichts. Das ist dasselbe wie im Brotato. Okay, diese Sachen da lassen sie. Was jetzt schon Level Up. Und genau das ist eigentlich im Prinzip fast genau das Gleiche. Also wirklich fast genau das Gleiche. Wie bei Brotato. Du levelst halt immer wieder auf. Es ist nur die Frage, ob jede Runde neu und wann dieser Loop beginnt. Ja, ich verstehe schon. So, ja, dann müssen wir Skills auswählen. Und die haben jedes Mal random, so fühlt sich jede Runde anders an. Lesen wir einfach mal. Sprung, Federn anziehen. 10% Feuerrate. Attack Speed Shot nie. Und dann haben wir da auch schon, das ist gewöhnlich, da haben wir Rares plus 6% EP-Verdienst. Oh, das schaut eigentlich zum Start gar nicht. Erhöht die Erfahrungspunkte, die während einer Expedition gesammelt werden. Und erhöht das Waffenlevel um 1. Was bedeutet der brochene Knochen da? Weiß ich nicht. Und da kann die rerollen, alle noch mehr austauschen. Okay. Typisches Danmaku Action Roguelike. Ja, also um Gottes Willen, das ist, ich dachte mir schon, aber irgendeinen Kniff muss es ja haben. Und das ist in dem Fall das mit der Bergbauerei. Das gibt es bei Vampire Survivor zum Beispiel nicht, bei Brotato eigentlich auch nicht. Da kommt ab und zu mal ein Bam. Aber das war's dann. Das heißt, du hast nicht so eigentlich das Ziel vor Augen, dass du permanent dich eigentlich irgendwo hinbewegst, um Sachen abzubauen. Das gibt es in den anderen Spielen nicht. Jetzt ist die Frage, okay, diese orangen Dinger da und diese roten Dinger, da haben wir noch nichts gesehen, also können wir auch nichts austauschen. Ich darf jetzt fast sagen, wir nehmen Waffenlevel um 1, wir nehmen DP. Ich sag das, was es ist. Wir nehmen DP, so schaut's aus. Und dann, okay, immer Skibrauf in Bewegung bleiben. Okay, er baut da automatisch ab, verstehe. Ah, okay, da haben die roten Kristalle. Das heißt Nitra, offensichtlich. Können wir da auch irgendwas kriegen, wenn wir mir den Scheiß da abbauen? Bin ich mir nicht sicher. So, und die Kunst ist wahrscheinlich, die Viecher so zum Kiten. Levelaufstieg, jawohl. Ja, am Anfang ja geht schon dahin. Erhöht das Waffenlevel 1, Wir haben eine Nachladegeschwindigkeit? Wo haben wir Munition? Und das Waffenlevel wird um 1 erhöht. 35% Attack, das ist epic, dann nehmen wir natürlich das. Attack Speed is everything. Gib ihm! Nehmen. Oh. Ja, wir werden da schon wieder erwischt. Das ist natürlich nichts. Ich finde den Versorgungs... Oh. Lass dich mal, wie viel Leben haben wir? Okay, das steht da unten. Passt schon. So. Oh, Nachladen ist natürlich gar nichts. Bringt uns das was, wenn wir diese Sachen da zusammenhauen? Ja. Ach, die können ja Pointgeil sein XP. Ja gut, das macht natürlich auch. Ja, haben wir schon drin. Hat mich schon! Attack Speed und Damage. Attack Speed haben wir schon, Nachladegeschwindigkeit. Ja, mach Schaden. Gib ihm Schaden. So. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr taktikmäßig vorgehen und die Viecher da um den Scheiß da rundum kiten. Weil wenn wir es abbauen, dann können wir nicht... Aua. Swarme Mann. Okay. Und auf das bin ich halt jetzt am allermeisten gespannt. Was für verschiedene Waffen gibt's? Unten, da steht zum Beispiel, da steht das Waffenlevel von uns so. Was das Rote da bedeutet, weiß ich jetzt gerade nicht, aber das könnte die Munition sein. We will see. Und dann haben wir ab Level 5 einen neuen Slot, ab Level 15 und ab Level 25. Jetzt ist die Frage, ob wir da innerhalb von einer Map Level 25 werden können oder ob wir, wenn wir mir jetzt verrecken, als Level in die nächste Map mitnehmen oder in die nächste Runde mitnehmen und dadurch halt immer stärker werden und dadurch der Roguelike zustande kommt. Aber gut! So, wir brauchen neue Waffen. Die Frage ist, ersetzt das jetzt meine jetzige? Da haben wir eine Kryogranate, die können wir noch nicht nehmen. Kälte fügt dem Ziel Verlangsamung hinzu, was die Bewegungsgeschwindigkeit senkt und eine steigende Chance hat, das Ziel einzufrieren. Gegner verlangsamt, verursacht Kälteschaden. Upgrade to Level 12 to unlock Overclocks in future. Okay. Was haben wir da? Schnellfeuernde Waffe, welche in 4 Richtungen schießt. Das hört sich daher gar nicht so schlecht an. Was haben wir da? Die gute die Schrotflinten. Schrotflinte für den Nahbereich, die massiven Schaden verursacht und Gegner zurückwirft. Das schaut da überhaupt nicht. Visiert den nächstliegenden stehenden Gegner an, verursacht Kinetic Damage. Okay. Was sagt ihr? Alter, Lucky, was ist denn mit dir? Lucky, was ist mit dir? Hat es im Stream schon gezeigt? Ich hab gar nicht. Was ist denn mit dir? Guten
Guten Morgen, everybody. Lucky, ich weiß nicht, wo dieser vor mir herkommt und ich weiß nicht, was das mittendrin soll. Und per YouTube Super Chat schon gleich 5-mal nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer... Stop it! Von ganzem Herzen Dankeschön, das ist zu viel und du weißt es. Wenn jemand sowas tut, dann ist er lang genug dabei, dass er weiß. Bitte, please don't. Please. Es ist... Da haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten. Google sagt Dankeschön für 30 Euro. Ja gut, andernfalls der deutsche Staat Dankeschön für 40 Euro sagen. Und PayPal merci für einen 10er. Vielen lieben Dank, Lucky. Kuss auf die Nuss. Wenn jetzt ist dann, ich weiß nicht, ob es da rechts schon einer gefahren ist oder nicht. Nein, jetzt wird einer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kuss auf die Nuss. Es ist sauber zu übertrieben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So. Da rauche ich einmal. Ich sag das ganz ehrlich, wie es ist. Der Lucky soll entscheiden. Das ist das erste Mal in 7 Jahren, dass irgendjemand entscheiden darf, was wir tun. Lucky, ich bin seit Anfang an dabei und ich hab noch nie was hören lassen. Lucky, dafür sagst du mir jetzt, was ich nehmen soll. Links, Mitte, rechts. Los. Tu es. Tu es. Das warten wir ab. Ich mag dich nicht beeinflussen, aber ich darf Schrubblinden nehmen. Ich sag das, was es ist. Lukas, sag Landi spielen. Mittlere ist doch besser, ja? Wie besser? Das schießt er bloß schnell. Wir haben ja schon was schnell schießt. Mir gefällt das Zurückwerfen ziemlich gut. Wenn der Gegner ganz nah da ist. Er soll mir sagen, was ich nehmen soll. Links, Mitte, rechts. Nicht, was wir spielen sollen. Ihr verdammten Oberaffen. Servus, bin gespannt, was heute wieder los ist. Bauen wir heute einen Zwergelbürger zusammen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ich warte immer noch auf den Lucky. Mr. Mars, mir ist wieder ein Reset. Aber tritt fix schon wieder einen Monat rum. Die Zeit vergeht wie Sau. Da, der Lucky sagt rechts, dann nehmen wir die Schrotflinten. Der Lucky ist ein guter, der hat Ahnung. So, her mit der Schrotflinten. Also, probieren wir gleich einmal. Oh, die schießt halt ziemlich langsam, ne? Oh, shit, Alter. Ja, Alter, wir sollen der... Bruder, wir sollen das überleben. Alter, da gehen wir jetzt sofort voll die fetten Vier. Gut, dann müssen wir ein bisschen davor laufen, hilft nicht. Level auf, oh, Alter. Okay. Okay, selten Glück erhöht die Chance auf seltene Verbesserungen. Kritische Trefferchance erhöht allen kinetischen Schaden. Allen Kinetic Damage. So, wir bauen dabei da hin. So, na, geh weg. Okay, wir können mal. Gibt's auch was, wo man schneller abbauen kann? Da fliegt doch über Granaten hier, oder was ist denn das da? Ich hab also eine kleine. Ist das da ein kleiner Boss, oder was ist denn das da? Oh oh. Okay, Levelaufstieg, das ist schon mal sehr gut. Ungewöhnlich, 15% Schaden. Nachladegeschwindigkeit. Saumäßig wichtig, nehmen wir für die Schrotflinten. Hört sich gut an. Die wir ein bisschen schneller, was ich sehe. Die Baller da mit sauber aussehen und jetzt holen wir uns. Zählen schon, das Level-Up ist aber ziemlich schnell. Aber gut, das ist am Anfang immer so. Oh, 20% Nachladegeschwindigkeit aller Medium-Waffen. Was ist denn mein, wenn ich jetzt da auf Escape drücke, wo steht denn, was für ein Waffentyp das ist? Schrotflinten ist Medium. Und unser, ja gut, nehmen wir das Sturmgewehr, ist auch Medium. Was haben wir da jetzt gefunden? Umanit, Bismor, Nitra und Gold. Okay. Nehmen wir Nachladegeschwindigkeit. Aber volle Kanone, halt. Damit da gleich mehr geht. Und da immer schön brav alles einsammeln. Und wo ich so ein bisschen lost bin, wir haben links oben eine Minimap, die habe ich gerade entdeckt. Und da ist irgendwas eingezeichnet, was wir uns holen müssen. Das werden wir, da werden wir uns jetzt einmal langsam hinbewegen. Was auch immer das ist. Was muss ich mit dem Ding tun? Muss ich das frei bauen? Das muss ich frei werken, okay. Ja, gut. Macht Sinn. Töte Elite-Schlitze! Wer ist der Elite-Schlitze? Okay, er ist der Elite-Schlitze, hab schon verstanden. Okay. Lass mich mal da hinten rum. Ich tue die Sauberkeiten, du Arschloch. Du Arschloch, schießt mir die ganzen Pimmel da weg. Ja, nachladen. Friss meine Schrotflinten, du Pisser. Das ist ja geil, dass da also Bosse gibt und so weiter, aber gut, das ist bei Vampire Survivor auch, das muss ja nichts Schlechtes sein. So, was haben wir da? Ungewöhnlich, Feuerrate, erhöht das Waffenlevel um uns, ungewöhnlich 10% Schaden, erhöht allen Projektilschaden, wir haben ja nur Projektilschaden, ungewöhnlich. Oh, nochmal mehr XP. Nein, haben wir schon zu oft. Weißt du, was mir ein bisschen abgeht? Irgendwie eine kleine Mini-Auflistung von allem, was ich schon hab. Aber das sehe ich nur, wenn ich auf Escape gehe. EP-Verdienst haben wir da schon 6%. Crit-Chance. Schaut da überhaupt nicht. Feuerrate ist fucking everything. Vor allem mit der Schrotflinten. Gib ihr. Sehe ich, da unten ist. Da sieht man wann. Halt! Was? Was?
Was? 6, nimm Crit! Geh mal frei! Ich weiß nicht, okay, da gehen wir schon unten vorbei. Wow! Okay. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding da tun soll! Oder ist das Teil der Spielmechanik, dass mir das dann, wenn ich das eingenommen habe und den Boss killt habe, dass ich dann aus der Map rauskomme? Stage 1 completed. Well done. Taking you to Stage 2. Oh. Okay. Das ist definitiv anders als in die anderen Spiele. Und jetzt kriege ich da beim Levelabschluss irgendwelche besonderen Sachen, die kosten aber die Materialien. Ich sehe schon. Kostet das jetzt mal? Nein. Oh, wir können uns unten heilen. Oh, da haben wir ein bisschen... ich bin so anfällig für sie in die Spiele, Mann. Welches Arschloch hat man das wieder vorgeschlagen? Wer hat man das wieder... Dampfler! Du kostet mich das Wochenende! Mit deiner Scheiße! Ich riech so bis daher schon. Das ist schon wieder so gemütlich spät zum Nebenher zueinander. Ich hasse Liebe. Kann ich dir jetzt schon sagen, nach wie lange haben wir jetzt da? 10 Minuten? Sonntag-Ruhetag! Was essen Bio-Kannibalen am liebsten? Nonnen, die sind umgespritzt. Ministranten, nein, die haben nix. Merci dir, Sonntag-Ruhetag. Langgraf, merci für den Resub. An den Rest auch. Kuss auf die Nuss. Was nehmen wir jetzt da? Also gut. Ich sag mal sofort, wir müssen mit dem Movement ein bisschen besser arbeiten. Sag ich der Freiwillige, was ist, wir dürfen uns natürlich nicht so oft erwischen lassen. Heilen dürfen wir uns jetzt halt nicht. Ich versuche es in Runde 2 besser zu machen. Wir müssen auf alle Fälle Fokus auf Gold sammeln und vor allem die roten Dinger, um da die Sachen freizuschalten. Da nochmal 25% Feuerrate. Wobei die Nachladegeschwindigkeit ist eigentlich fast wichtiger, wird Feuerrate. Und ich bin dann gespannt, wenn die Waffen da, wie viele Level haben das? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, im 5., 10. und 15. Level, ob es da dann was Besonderes gibt und wie sie die Waffen dann verändern. Lässt sich glauben, deine Waffe sei nun deutlich hübscher. Erhöht Waffenlevel um 2. Was ist das? Okay. Ich weiß nicht, was das war, wir können es eh nicht kaufen. So, mehr Glück? Nein, das nehmen wir nicht. Wir nehmen Crit Chance. Oh, dann haben wir sogar ordentlich. 16, 12, dann haben wir 21% Crit Chance. Crit Shot nie. Was ist denn so der Sweet Spot von Crit? Dann fast sagen so 50-60% so, damit er jeder zweite Schuss crittet und dann auf Crit Damage gehen. Ich muss jetzt da aber auch nichts kaufen, oder? Nein, aber mit dem es trotzdem. Now this is a rare treat. Und dann, ihr könnt mir da auch mehrere Sachen gleichzeitig kaufen. Ja, okay. Ja, wir brauchen mehr Gold. Hab ich schon gesehen. Nächste Runde. Haben wir mir da jetzt so den... Okay, haben wir schon unterwegs. Da haben... Was ist das für Pimmelviecher sind da? Jetzt schauen wir da mal. Fangt jetzt da einmal irgendjemand zum Schießen an. Ich möchte es offen. Wir suchen Gold. Kann Gold auch mittendrin da einfach rauskommen oder wie läuft das? Oh nein, da haben wir jetzt nichts rausgezogen. Gell? Normal hat man das schon. Ah ja, da haben wir was. Die roten Sachen sind wichtig. Die roten Sachen nehmen. Die dauern ewig. Oder nicht? Okay, wenn man da so richtig steht, dann zerpümmelt man auch gleich viel mehr. Machen wir jetzt so. Und jetzt bolzen wir uns einmal da durch die kleinen Viecher durch. Ein bisschen links. Sau der Schopflet, nein, oh, da gibt der Dicke. Na, kein Swarm! Oh, schlägt die Posi für den Swarm, geh weg! Du kannst nicht! Vorbei! Oh, noch. Finde den Versorgungsmarker. Ja, ich sehe ihn schon. Jetzt können wir erstmal das Viech zusammen. Level up, gib Level up! So, okay. 10% kritischer Schaden. Was haben wir? Lässt sich glauben, deine Waffe sei nun deutlich hübscher. Erhöht das Waffenlevel um 2. Was genau tut denn das Waffenlevel an sich? Erhöht das alle Werte. So gleichermaßen. Außer die Verbesserungen, die ich drauf gebaut habe. Das werden wir außerfinden müssen. Das probieren wir jetzt einfach. Plus 2. Okay, stopp. Schaden ist immer noch 49. Ich hatte jetzt nicht recht viel verbessert. Weiß ich nicht. Was hat man das jetzt braucht, dass die 2 Level her ist? Weiß ich nicht. Really gut, geil. Ui. Jetzt hätte ich fast verschlafen. Aber ich habe noch nicht versäumt, glaube ich. Ja, bis ich schon. Oh, mit dem Dorf. Oh, shit. Da haben wir uns wieder in eine verdammte Misere manövriert, Birger! Schieß, was du stark bist! Bei den komischen kleinen Fetten! Schieß! Au! Ich weiß aber noch nicht, wie ich bin. Zerreißen da über die Gräne da, oder was?
Schieß eine jetzt in das Mistviech. Warum haben die keine Lebensleisten eigentlich? Schieß jetzt eine da! Okay, jetzt laufen wir rundum dumm. Ich check nicht so ganz, wer... Winster explodiert ungewöhnlich. Feuerrate. Die Feuerrate von allen Projektilen. Mehr Schaden brauchen wir nicht, aber mehr Nachladegeschwindigkeit, das nehmen wir immer. Das ist eigentlich immer gut. Ja, nimm Feuerrate. Ich hab zwar ein... Wird mehr eine gebannt. So, wo müssen wir überhaupt hin? Haben wir mir... Locke den Eliten an. Okay, ich verstehe. Ich habe aber immer noch nicht gecheckt, wenn's da zerreißt. Okay. Oh, Epic Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit schaut aber eigentlich auch nicht. Gib ihm! Wir nehmen Epic! Too shabby. Jetzt haben wir Level 5. Übertaktung. Gekühltes Schwarzpulver. Ändert den Schadenstyp zu Kälte. Das verlangsamt dann Gegner. Haben wir mir nicht kritischer Schaden, Bewegungsgeschwindigkeit, Ausweichchance? Haben wir mir da nicht irgendwie Projektil... Ja, wir haben ein Kinetic Damage da und haben wir da auch Kinetic Damage. Das ist macht eigentlich keinen Sinn. Wir brauchen mal dritte Waffen mit Kälte Damage. Merkt man uns mal, wenn die neue Waffen kommt, die wir ein neues Slot auswählen können mit Level 15? 25, weiß ich nicht. Elektro ist gleich Crit. Was heißt das? Der Simato fragt mich. Manu, das Spiel schaut geil aus, wie viel kostet der Spaß? Ich kenne nur das große Game, also das Main Game at Birger. Das Spiel hier kostet 10 Euro auf Steam. Da ist nicht viel kaputt. Elektrotitte? Was? Was für Elektrotitte? Was labert ihr schon wieder? Ihr habt schon wieder 800 Stunden im Spiel und ich komme überhaupt nicht aus. Batteriekugeln. Ändert den Schadenstyp zu Elektro. Achso, Elektro ist gleich Crit. Ja, aber irgendwas werde ich nehmen müssen, oder? Da komme ich jetzt... Was ist Bergung? Ah, dann kann ich es mit Aussehen nehmen wahrscheinlich. Na ja, gut, wir probieren mal jetzt Elektro. Sprengi schreibt, Elektro ist gleich Crit, Crit ist gut. Elektroschaden erhöht die Crit-Chance. Okay, nimm das. Oh. Ja, boxen wir uns da mit durch. Brauchen wir mehr Gold. Müssen wir mehr Digi. Mehr Digi, hol! Ah, das wird knapp. Das wird knapp. Wer explodiert da? Ich check nicht, wer da explodiert. Die Roten. Oder wo, warum? Was ist das da? Au! Verdammte Scheiße! Wenn ich da jetzt wieder was frei baue, dann kommt der Eliten. Ich glaube, das habe ich noch nicht so ganz umrissen. Aber ich muss frei bauen. Ich muss hier frei bauen. Da bauen wir jetzt einen Weg durch, damit ich schön ihren Dummkeiten kann. Das ist wichtig. Das ist halt cool. Die Mechanik haben die anderen Spiele nicht. Da ist das... Au! Kruzifix! Jetzt, wenn ich nicht aufpasse, wenn es da zerreißt und wenn nicht, dann kriege ich bald einen Vogel. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, tschüss. Okay, da müssen wir durch. Okay, Ausweichwertung, Level 9000. Da haben wir was zum Einsammeln. Nimm mal Erfahrung mit. Levelaufstieg. Maximale Lebenspunkte, plus 10 Nachladegeschwindigkeit. Nimm Crit-Chance. Gib Crit-Chance, da liegt noch Gold umeinander. Wir brauchen mehr Leben. Oh Gott! Mein Gott, schieß nicht drauf! Was hat das Ding Reichweite? Oh mein Gott. Oh, da liegt so viel XP umeinander. Nix eingesammelt. Levelaufstieg. Ja, neue Waffe. So, was nehmen wir jetzt? Schnell fallende Waffe. Nein, Granate. Nimm Granate! Ich nimm die Granaten, ist mir wurscht. Ja! Ich schmeiß Eisgranaten in die Weggeschichte umeinander. Gib ihm. Gib den fetten Trottel Zucker. Ich meine, den kann ich doch eine dreiviertel Stunde lang... Oh shit. Oh ja, Vereisung ist gut für uns. Kite that shit. Ja! Das Ding da hauen wir mal zusammen. Was kann denn das? Das kann sogar die Dinger rausbringen. Aber das ist Magnet. Das sagt uns gar nichts. Da liegt... Au! Den habe ich nicht gesehen. Ach, ich muss das Ding einnehmen. Sag ich das richtig? Warte mal. Oh mein Gott. Nachladegeschwindigkeit für Granaten. Wichtig. Gib ihm. Dann bleiben wir noch drin. Wow! Was war das? Was passiert denn, wenn ich nicht in Time da hinkomme? Was ist denn für an? Kritische Scheiß, Nachladegeschwindigkeit. Das dauert mir da halb so. Oh, die Granaten ist stark, schau dir das an. Die Granaten ist stark, die hätten wir zuerst nehmen sollen. So, wie es ist. Irgendjemand. Oh, wir haben nur noch 16 Sekunden, wir haben dazu. Okay. So, nein, 5 Sekunden noch. Nein. Ich hätte aber eigentlich gern wissen, was passiert, wenn ich nicht reingebe. Das was a close one! Den Supply-Plot musst du schon einsammeln. Was passiert denn, wenn der Timer abläuft und ich bin da nicht drin?
Hab ich dann verloren. Dann, okay, der Wauzi sagt dann tot. Okay. Matthew! Servus Birger, heute wieder Nachschau. Squad muss morgen wieder 6 Stunden heimfahren. Das ist nix. Aber heimfahren heißt normal was Gutes. Dann ist die Arbeitswoche gut. Merci dir. Kuss auf die Nuss. Dann bin ich tot. Okay. Das hätten wir vielleicht... Oh, jetzt sollten wir uns aber vielleicht auch mal heilen. Heilen, 50% heilen. Das ist gut für uns. So, jetzt geben wir uns vielleicht einmal irgendwas geil. Lässt dich glauben, deine Waffe sei nun deutlich hübscher. Was bringt uns als Waffenlevel? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Jetzt passen wir an, machen wir so. Jetzt schauen wir uns mal genau die Werte an. 82 Damage, Explosionsradius 4, Nachladezeit 4,3. 4,35. Ich nehme das jetzt. Ich habe immer noch keine 18 roten Steine. Geh, leg mir da am Arsch! Schaden meiner Waffen, maximale Lebenspunkte ist gut. Hilft uns aber... Ja, kauf maximale Lebenspunkte. Oh, die werden gleich mitgeheilt. Das ist gut für uns. So, fortfahren. Next Lab, voll reinpippen. Progress, Kinder. Oh, da ist gleich so ein rotes Ding. Das zipfelt mir gleich zusammen. Das ist zwar, glaube ich, zeigt, dass man noch nicht brauchen kann. Nimm's halt gleich mit, da liegt's doch. Da liegt's doch! Nimm da nicht mit. So. Wo soll ich mir das? Gar nicht. Scheiße, keine. Das ist ja lauter Zeug, das ich noch gar nicht brauche. Also. Levelaufstieg kann man brauchen. Ungewöhnlich. Feuerrate selten. Nochmal maximale Lebenspunkte. Statuseffekt Schaden erhöht den Schaden über Zeit von Säure, Elektro und... Wir haben keine Damage overtime. Wir haben keine Dots. Gib Feuerrate! Voll reingepimmelt! So, der haben wir nicht lange umeinander. So. Bei mir auch. Was ist denn jetzt denn? Jetzt kämpfen wir uns da umdrehen. So, ich freiweg, wie es ist. Was ist da? Gleich meine, gib rein. Oh, da ist Rot. Rot können wir brauchen. Rot können wir brauchen. Oh, da unten kommt ein riesen... Oh, was ist das da? Da ist irgendeine runde Kugel, das nehmen wir natürlich auch mit. So, was ist jetzt da? Schießen wir ein paar Vier. Oh! Schwamme, Mann! Oh, nein. Da kommen wir uns gleich mal wieder ein Loch zum Kiten. Ja, immer schön vor uns her. Wir jetzt da mehr Granaten rein! In den Saufen! Easy. Oh shit, ich geh mal von da. Nicht gut! Schießen wir den Granat zusammen jetzt da! Das ist Schießen. Oh. Okay, da haben wieder so komische Graudi, die kannst du wieder zerreißen. Finde den Versorgungsmarker. Was passiert denn eigentlich, wenn ich den nicht finde? Was bringt man der Versorgung? Oh ja. Okay, die kiten wir jetzt komplett runter. Und dann kiten wir es wieder auf. Was denn die da? Warum wird denn auf die da eigentlich nicht geschossen? Was ist mit denen? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Okay. Dann machen wir da mit durch. Bevor der Elite-Depp wieder kommt, graben wir uns da mit durch. Und Granaten werfen wir oben drüber. Das machen wir jetzt so. Schiene. Au! Mistviech. Scheiße, Alter, an das Feld, Scheißviecher! Und. Nein, jetzt gibt der Schwarm an, wo soll denn der noch hin? Okay, komm! Oh, shit, fucking car! Oh, shit, oh mein Gott! Es geht zu Ende! Oh Gott, es geht zu Ende! Oh Gott, ist das Absicht! Oh Gott, wir sollen da rausgehen! Ich lauf! Vielleicht geh ich irgendwie durch! Levelaufstieg! Rette mich! Ist das normal? Sammel den halt mal ein, dann siehst du es auch. Was soll ich einsammeln? Letzte Runden habe ich ihn eingesammelt, da hat er alle umgebracht. Das hätte ich mir jetzt eigentlich merken sollen. Nachladegeschwindigkeit bei der Granaten kann man brauchen. Was haben wir da? Verbesserter Widerstand gegen jegliche Schadensquelle. Ja, vielleicht reißt es uns noch aus, ich glaub's nicht. Ja, es muss man, glaube ich, als Topf werden. Was hätte es jetzt da für Optionen geben? Besser bewegen. Du hast ihn getriggert, nicht abgeholt. Achso, man muss den auch noch abholen. Ja gut, das habe ich natürlich nicht gewusst. Ja, aber Kinder, Topf ist Topf. So, und jetzt bin ich gespannt, was ein Tod mit sich bringt. Was haben wir da? Kristallkavernen, Gefahrenstufe 1, nicht geschafft. Okay. Fangen wir beim nächsten Mal wieder komplett bei Null an, weil dann müssen wir unsere Strategie überdenken. Sperrrang, XP, Credits, fortfahren. Verbesserungen. Und jetzt kann ich mit den Materialien, die ich da sammle, das sind diese komischen Pfeiler, die da umeinander liegen. Wir haben Credits, wir haben das Zeug, das wir da abgebaut haben, so Kugeln haben wir auch noch gesehen und das rote Zeug und grüne Zeug, kann man jetzt dauerhaft Sachen kaufen. Und so wirst du jede Runde stärker und stärker und das bleibt da auch nach dem Sterben.
Erhöht deinen Schaden. Nachladegeschwindigkeit. Kann man das bis in die Unendlichkeit? Mineralienmarkt? Ah. Da kann man, ja okay, da kann man die Sachen verkaufen für Credits. Okay. Was der mal? Was ist das da? Lebensregeneration. Oh, Lebensregeneration. Die schaut da mal überhaupt nicht. Ja, weiß ich wieder nicht, wo fangen wir jetzt da am Geschickten an? Ist das quasi die Loot? Das ist jetzt die Loot-Spirale, Herr Simato, genau das. Du gehst halt, ich bin mir ziemlich sicher am Anfang, das ist ja bei Vampire Survivors genau das gleiche, da haben die ersten Level auch unmachbar am Anfang, bis dann einmal ein paar Sachen dauerhaft freischaltest, mehr Leben, mehr Schaden, schneller gehen und so weiter und dann spulst du auf einmal in den Level. Und so kommst du immer weiter und immer weiter. Aber ein bisschen schlauer spulen war vielleicht auch nicht schlecht, muss man auch dazu sagen. So, was haben wir jetzt? Schaden brauchen wir eigentlich nicht. Nachladegeschwindigkeit 2%. Lebenspunkte. Wir können eigentlich nicht verkaufen. Das kostet eigentlich alles 500 und 2 von den Mineralien. Das wird jetzt das Kraut nicht fett machen, das sage ich dir, wie es ist. Verringert die Menge an Schaden, die du aus allen... Ich darf einmal auf Leben gehen. Oder vielleicht auch auf... Es ist eigentlich wurscht, wo ich da jetzt hinklicke, weil alles bringt was. Alles kann was. Nehmen wir Lebenspunkte. Ah, okay, das ist das Maximum offensichtlich. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 Level. Also 12 Mal kann man diese Dinger da upgraden. Okay, ich verstehe. Dann können wir das Ding da noch einmal verkaufen. Zack, und dann können wir nochmal irgendwas leveln. Zum Beispiel, machen wir Nachladegeschwindigkeit noch. Zack. Dann haben wir ein bisschen was defensiv, offensiv, gleichmäßig in die Höhe und dann gar nicht lang umeinander wichsen, sondern los geht's, machen wir nächste Runde. Und das ist jetzt so, wo man das Zeug da herkriegt, frage ich mich noch. Was ist das da? Das da herum hat. Ist das eventuell der Versorgungsding, den ich einsammeln muss und heimbringen muss? Crystalline caverns, here I come. It's gonna be hazard 1 for me. Okay, da steht er dann schon dort, der ist schon Level... was heißt das da? Der ist Level 2. Hat der dann bessere Stats? Oder der hat einfach 2 Upgrades. Ach, ich konnte es für jeden dann dauerhaft freischalten. Okay, so wird die Loot-Spirale natürlich gleich 25 Mal länger. Alles klar. Speer! Ab wann schaltet man das frei? Steht das irgendwo? Nein. Ist aber auch noch unwichtig. Oh mein Gott, da haben wir noch meilenweit entfernt. So! Jetzt passen sie mal an. So, machen wir die Viecher da Schaden. Nein, die kann man abbauen. Alter, die gibt voll das Zeug! Wart's da mal einfach reingelaufen, Birger. Kriminalfeier. So, sofort weiter. Sofort weiter. Und das nächste Mal, wenn wir zusätzlich sammeln, 100 Gold. Levelaufstieg. Easy. Was haben wir da? 15 Nachladegeschwindigkeit. Abbaugeschwindigkeit. Auch stark, auch stark. So, jetzt ist, nur damit jeder versteht, der sicher die Spiele nicht kennt, in der Runde fange ich mit dem Gelevele da wieder von vorn an. Das heißt, der Bild, den ich dann habe, ist ein ganz anderer. Oder wahrscheinlich ein ganz anderer. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass der zum Start weg, wo noch nicht viel freigeschaltet ist und so weiter, noch nicht so sehr super individuell wird, wie bei Brotator zum Beispiel, ziemlich schnell. Aber wir werden sehen. Ja, Abbaugeschwindigkeit ist schon auch stark, so ist es nicht. Aber Nachladegeschwindigkeit, nichts geht über, haben wir schon gelernt, Nachladegeschwindigkeit ist das Wichtigste. Gib ihm. So, den roten Stein nehmen wir auch gleich mit. Jawohl, alles sauber mit dem Schund. So, hat er das, warum sammle ich dann die zwei da nicht ein? Kann ich da nicht mehr? Okay, da unten haben wir noch mal Gold. Und die komischen Knautschalviecher da, die haben sau wichtig. Hashtag Knautschalviecher, ab in den Chat! Ja, das sind halt, Alter, das sind Spiele, die kosten die so viel Zeit. Schaden, Feuerrate, nehmen wir mal Schaden. Und jetzt graben wir uns da hinten durch. Ja. Get the landing zone cleared, okay. Jetzt sammeln wir mal das Ding ein und schauen wir, was das kann. Pümmeln wir da nicht lang ewig umeinander. Das müssen wir frei prügeln. Das tun wir gleich einmal. Haben wir schon wieder zurück bei den Knautschalviecher. Wer hätte gedacht, dass die noch mal kommen? Habe ich das rote Ding schon eingesammelt oder nicht? Oder liegt das da? Muss das so Zeit. Das kann ich aber nicht rein. Okay, so, dann muss ich da herin bleiben. Levelaufstieg. Okay, selten. Nachladegeschwindigkeit senkt die Nachladezeit aller deiner Waffen. Das ist gut. Bewegungsgeschwindigkeit ist aber auch nicht schlecht. Wir nehmen aber das. Nachladegeschwindigkeit ist fucking important. So, und jetzt. Aha! Da ist Special Schüssel drin. Roter Zuckerwürfel. Das Aufsammeln von rotem Zucker erhöht deine maximalen Lebenspunkte um 2. Was ist ein roter Zucker? Ist das da auch roter Zucker da oben?
EP-Scanner. Wir haben ein Artefakt geborgen. EP-Scanner. Du hast eine kleine Chance, EP zu finden, wenn du jede Art von Gestein abbaust. Das ist auch nicht schlecht. Artefakt erhöht die Heilung beim Levelaufstieg. Nein, wir versuchen jetzt so viel Damage zu avoiden. Die Kristalle kann man nicht abbauen. Welche Kristalle meinst du? Die da einfach random in der Mitte drin stehen. Das habe ich schon ein paar Mal probiert, da ist nichts rausgefallen. Ich glaube, das sind bloß so Wegeverhinderer-Dinger. Das zeigt, was du gerade nicht einsammeln hast können. Ich glaube, ich nehme das da mit die. Ja, nimm XP. Das ist das Rot-Leichtende. Dann nehmen wir. Ja, Heilung ist aber auch nicht schlecht. Nimm Heilung! Ist das Zeug da? Das, was da am Boden liegt. Seht ihr mit dem Mauszeiger? Ja. Oh Mann, müssen wir uns da durchbrüllen. Heftig müssen wir uns da durchbrüllen. Jetzt kommt nämlich gleich wieder der Elitensepp. Und dann können wir schön rundum kiten und dann sammeln wir nach hinten rundum, sammeln wir dann die Erfahrung ein. Aber unser Gewehr braucht schon noch ziemlich lang zum Schießen. Das ist ja da die Kristalle da, die kann ich schon wegmachen. Oh, da ist so ein kleiner Teufel. Das sind die Materialien zum Aufwerten danach dann. Da soll ich jetzt vielleicht nicht wieder eine Viertelstunde lang umeinander pimmeln. Dann sind wir... Oh. Ich verstehe nicht ganz, wann's da... Ja. Levelaufstieg. Okay, diesmal nehmen wir die Granaten. Die Granaten ist viel stärker. Neue Waffe, nimm die Granaten. Die Schrotflinten hat nicht so geglänzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du wirfst du mir lieber. Ja, das hat bei Vampire Survivor funktioniert, das auch immer ganz gut, aber da kommen aber so 4 von so einer kreislichen Seiten. Oh! Bewegungsgeschwindigkeit, kritischer Schaden. Gib mir Feuerrate. Ja, gehen wir da durch. Ich hab immer noch nicht gecheckt, wann es die Viecher reißt. Ich sag das freiwillig, was es ist. So. Ah, die Granaten ist stark. Töte den. Ja, jetzt kommt der Elite-Depp. Okay, der ist da. Ist der schnell? Oder? XP-Verdienst. Ja, 6% macht jetzt das Kraut auch nicht fett. Wir müssen bloß einmal besser. Nachladegeschwindigkeit. Gib sofort Nachladegeschwindigkeit. Die schießt das scheiß Mistvieh. Braucht so viel Zeit zum. Ungewöhnlich. Nochmal 6% Nachladegeschwindigkeit. Wir schießen wir bloß noch. Danke. Wie der Werkboss sagen das. Danke. Was passiert eigentlich, wenn ich meinen Zwerg rot anstreiche? Lauft er dann schnell? Weiß ich nicht. Und wenn ich mir eigentlich zeitlos mit dem Elite-Killen da, dann habe ich doch eigentlich auch viel mehr Zeit, Sachen zum Sammeln, oder nicht? Noch mehr Nachladegeschwindigkeit. Statuseffekt Schaden, kritischer Schaden. Die Nachlade! Jetzt. Alter, jetzt haben wir ganz andere Auswahlmöglichkeiten für unseren Deepcore. Ausgewogene Übertaktung. 30% Schaden, minus 30% Feuerrate, plus Durchdringungsschuss. Das heißt, ich schieße durch die Viecher durch wie viel? Erhöht den Schaden und die Durchschlagskraft auf Kosten der Feuerrate. Feuerrate haben wir nicht so viel, aber das ist uns ja wurscht. Ein bisschen mehr Umf. Ausgewogene Übertaktung. 15% Schaden, 25% Nachladegeschwindigkeit. Erhöhter Schaden. Oh, nimm das! Ich nehm das! So, was ist jetzt mit dem Zucker, der da am Boden liegt? Den kann ich nicht nehmen. Vielleicht, weil ich full live bin. Weiß ich nicht. Müssen wir sehen. Durchdringe mich, Daddy! So. Daka. So, wir lassen uns einfach ewig Zeit, den scheiß Elite-Deppen da zum Killen. Da, was ist denn ein Problem da hinten? Haha, ihr Kacknubs. Oh, komm ich da um? Oh, das ist jetzt ein bisschen Spider. Oh, komm ich da schnell da? Au. Nee. Da, den Raut jetzt. Jetzt passen wir mir auf, ob es den Raum da zerreißt. Den Raut zerreißt! Boah, legt noch mehr Nachladegeschwindigkeit. Jetzt weiß dann aber auch mal nicht schlecht, wenn wir irgendwann einmal ein bisschen mehr Damage kriegen. Aber Nachladegeschwindigkeit, größer alles! Gib ihm! Was sag mal, wo wirfst du die Granaten, die du besoffener Oh. Okay, ich hab schon verstanden. Wir haben nicht ewig Zeit. Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Schieß jetzt einmal auf den komischen Elite-Deppen da! Einsammeln! Oh shit! Au! Wo ist denn... Was? Wie soll ich denn da umkommen in 30 Sekunden? Bist du besoffen? Okay, wir müssen gehen. Ja, wobei... Sollen wir nochmal... Ein paar XP nehmen. Okay, 15 Sekunden Abflug. Okay, Levelaufstieg. 15% Schaden, kritischer Schaden, Bewegungsgeschwindigkeit. Nimm Schaden! Damage! Oh, 12 Sekunden. Okay. Ja, ich hab's schon gesehen. Warte noch. Kriegen wir den noch? Den kriegen wir noch. Jetzt verpissen wir uns. Ja, man muss auch irgendwo spannen wollen. Alles klar, kriegt von mir jetzt schon 10 von 10 Spiel. So, freiwillig, was ist. So, maximale Lebenspunkte. Was anderes können wir uns nicht kaufen? Noch mehr Nachladegeschwindigkeit. Wer durch Dringung liegen lässt, hat das Spiel nicht verstanden. Verdammt!
Ja, ich bin ja erst mal 30 Minuten in-game. Ich darf noch. Kritischer Schaden, Nachladegeschwindigkeit, maximale Lebenspunkte. Können wir uns eigentlich beides kaufen. Gib das, gib das. Easy. Haben wir schon mal besser beieinander wie in den letzten ersten Runden. So, los geht's. You got work to do and quotas to meet. You have your objectives. Ich habe oben schon ein paar Steine gefunden, aber da haben wir jetzt einfach schnell. Da haben wir jetzt einfach schnell. Wir nehmen den roten Teufel nicht mehr mit. Ach, unser komischer kleiner Roboseptor, der schießt auch mal an, oder was? Oder ist der schießt... Wer schießt denn jetzt da? Ich oder der Roboseptor? Ja. Da ist irgendeine Granny-Sauce. Nehmen wir mit. Den roten Teufel nehmen wir mit. Oh, da hinten ein Knautschiviecher, die haben Gold wert. Sprichwörtlich. So. Yep. Vergessen wir hier jetzt da. Sammeln wir das Automat. Oh, wir manövrieren wir uns da schon wieder in eine missliche Lage. Swarm detected. Swarm im Anmarsch! Das ist nix. Oh, das Swarm kommt von... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Findet den Versorgungsmarker. Ja, ich hab ihn schon gesehen, wo... Oh shit. Da haben wir wieder in der Ecke gelaufen, warum geht's noch rechts und nicht mehr? Au! Okay, wir gehen da. Oh, ja. Versorgungsmarkt, den nehmen wir mit, der ist wichtig. Haben wir schon gelernt, der ist wichtig. Und dann merkt man uns... Erstmal dort zum Rundumkeiten sauber. Ja. Schießen wir auf das Mistviech da. Das wird... Oh, das wird schwierig. Au. Wir brauchen irgendwie Heilung oder irgendeinen Scheiß. Ja, gehen wir da mit Zucker, da liegt ein Haufen XP. Wir brauchen mehr Damage. Damage. Gib mal Damage. Ungewöhnlich. Abbaugeschwindigkeit. 10% Schaden. Nein, nur mehr Abbaugeschwindigkeit. Ja, das schaut da überhaupt nicht. So. Ja. Bringen wir mal rein da in 4. Macht die Explosion eigentlich auch Schaden? Wenn du schießen sollst! Hat Nachladegeschwindigkeit, merkt man schon. So ist es nicht. Schau hier! Gib ihm! 15% Schaden. 10% Schaden. Das ist gut. Nimm Schaden. The scanner just lit up like a Christmas tree. Oh, jetzt darf man umkommen, weil der Swarm kommt. Das hilft uns jetzt nicht, da müssen wir durch, das hilft uns nicht. Okay, da bleiben wir. Oh shit. Ich mach's fertig. Ja, okay. Erhöht die Heilung beim Levelaufstieg, das kann man jetzt brauchen langsam. Erhalt die XP, wenn du Schaden nimmst. Was ist so dummer Scheiß? Du hast eine kleine Chance, IP zu... Nein, nimm das! Scheiße! Mehr Schaden! Na! Alle austauschen! Na, komm auch nicht! Wir brauchen mehr Schaden! Ja, dann... Statuseffekt Schaden. Haben wir alles nicht. Schau, na, da du hier bauen schnell! Das war knapp. Dafür nehmen wir jetzt die Knautschiviecher mit. Alter, was ist... Alter, können die da durchbauen? Alter, wieso können die da durchhauen? Das ist Langkünst, du Arschloch! Okay, einmal da Rundumkeiten. Oh nein, da kommen wir nicht Rundumkeiten. Na, Pika, was hast du denn für Pläne? Und XP einsammeln, XP. Mehr XP, mehr gut. Okay. So, kann man eigentlich mehrere so Artefakte finden oder in jeder Map plus eins? Völlig wurscht, wenn man die Frage jetzt im Chat beantwortet, weil ich es sowieso nicht lese. Da kommt der Dicke! Okay. Den Dicken machen wir fertig. Hey, Dicksack! Wir brauchen mehr Schaden, hab ich schon gesehen. Schau mal, so ist da eine Dreiviertelstunde. Ja! Und nehmen wir da, den nehmen wir die. Schrotflinten nicht so geil. Nehmen wir die, probieren wir die neuen Waffen aus. Gib mir! So, ja. Die ballert ja voll umeinander. Okay, die ist doch stark. Ja, ich hab mich verdammt, vielleicht ist die Waffe doch stark. Granaten ist aber auch stark. So. Jetzt kalten wir die oben rundum. Und hinten sammeln wir die verdammten XP ein. Geh weg jetzt da. Ja, easy. Nein, da gehen wir. Oh, da hinten liegt der lila XP. Da hinten liegt lila XP! Geh weg jetzt sogar, die Kackspinn! Okay. Wenn wir da mal noch nicht durch. Kann man ein bisschen kiten. Kiten ist gut. Okay. Wir brauchen dringend Schaden. Ja! 10% mehr Projectile Damage. Gib ihm! Mehr Schaden! Ihr hochgesorgten Scheiß aus für! Oh, Aliens werden stärker. Okay. Das ist natürlich nichts. Jetzt müssen wir da irgendwann noch mal auf den Boss schießen. Sonst kriegen wir aber... Oh shit.
Ja, so, okay. Okay, I fucked it up again. I fucked it up again. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Wie oft werden die so stärker im Schnitt, die Mistviecher? Oh, nicht gut, nicht gut. Level up. Gib uns nochmal Schaden. Kim, 3 Rüstung, leck mir am Arsch. Feuerrate, ja, die geben. Nimm Feuerrate. So, jetzt kill den Boss. Kill den Boss, Kim. Kill den Boss. Kill den Boss, bevor es noch mehr werden. Gehen wir mal da so her, dann treffen wir 2 Projektile. Ja, nimm das alles mit. Nein, das will ich noch haben. Das lila Ding will ich noch haben. Ja, it will leave without you. Au, den Schaden müssen wir jetzt fressen, das hilft uns alles nichts. Oh. Okay, nachhaltige Geschwindigkeit, Feuerrate, maximale Lebenspunkte. Gib Lebenspunkte. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit, das ist mir wurscht. So, und tschüss. Da die Art von Spielen mag man entweder oder eben nicht. Das ist übrigens einmal ganz furchtbar wichtig. Dass diese Art von Spiel natürlich nicht für jeden sind, das ist mir auch klar. Deswegen, sowas werden wir nicht oft spielen. Aber ich wollte es ausprobieren und ich für mich und wahrscheinlich für alle, die sicher nicht spielen wollen, stelle sofort fest, das ist wahrscheinlich, wie nennt man die Art von Spiel? Schnallex, merci wieder entwickeln. Der große Rote gibt HP zurück. Das hätte ich vielleicht mal vorher lesen sollen. Mr. MRC, merci wieder ein Resub. So viele Bugs ist normalerweise nur in einem Ubisoft-Game, ja, und selbst die haben bloß halb fertig. Ich hab's vor DRG gar nicht wegen Vampire Survivors und Brotato gar nicht checkt, warum Leute das feiern, aber es hat mich als Fan vom originalen Deep Rock Galactic Vollgas gekriegt. Survivor-like? Echt? Man nennt es Survivor-like? Dann hat wirklich Vampire Survivors das, oder das, hat das Genre vielleicht nicht erfunden? Vielleicht auch schon? Verdammt, wir können uns nicht heilen. Das ist dumm. Und jetzt warte ich so lange, bis mir jemand schreibt, bevor ich da Geld investiere. Was bringt mir, wenn ich meine Waffen einfach Kartoffel-like? Nennen wir es einfach Kartoffel-like. Was bringt mir, wenn ich meine Waffen einfach plain um 2 Level upgrade? Was bringt mir das? Dass ich schneller wieder an dem nächsten Knotenpunkt dort bin und sonst nix? Oder... Okay, zum nächsten Overclock. Okay. Den kaufen wir uns. 25% Nachladegeschwindigkeit. Von der Granaten ist schon auch nicht schlecht, so ist es nicht. Aber... Ja, das kriegen wir so auch. Nachladegeschwindigkeit ist alles. Ja, nächstes Level. So, den Boss früher killen. So, auf wieder und Knautschiviecher. Knautschiviecher nehmen wir mit. Knautscheviech. Wichtig. Dann boxen wir da gleich mal Schneisen durch. Zum in der Wegschicht umeinander kalten. Los. Ich habe so irgendwie das Gefühl, ich habe nur am Anfang irgendwie Zeit, so einen Goldscheiß zu finden, und sonst bin ich bloß am Davonlaufen und versuche irgendwie zu überleben. Was ist da jetzt? Ja, das Viech da mal hier. Ah, wir brauchen auch schon so lange die kleinen Scheiße. Dort der Rudi, der gibt Leben. Gibt der Leben? Oh yeah! Der gibt wirklich Leben. Ah, das werden schon ziemlich schnell, aber ziemlich fähig. Und da am Rand umeinander wichsen ist auch ganz... Ah, nein, nicht schon wieder ein Schwarm! Ich kann keinen Schwarm brauchen! Geh weg mit deinem Schwarm! Weg mit deinem Schwarm! Da müssen wir ein bisschen besser zielen. So, Schwarm! Weg mit deinem Schwarm! Ah, shit, Alter, die Wegfindung ist on point. Ah, nicht gut. Nein, warum ist das 3. Level? Oh nein, da ist er explodiert. Da ist er explodiert. Okay, wir können da. Wir gehen einfach durch und hoffen das Beste. Okay, bringen wir mal einen roten. Oder bringen wir das Artefakt-Ding oder bringen wir irgendwas. Oh, das ist nicht fett. Das ist nicht fett zugebaut. Warum ist nicht. Ah, ja. Ja, bring's alle um! Ja! Wow! Das Aufsammeln von roten Zubehör erhöht die maximalen Lebenspunkte um 2. Erhöht die Heilung beim Levelaufstieg. Das brauchen wir dringend, Alter. Gib Levelaufstieg! Weil wir brauchen mehr Damage. Kritische Trefferchance, 15% Damage. Vielleicht war Crit auch nicht verkehrt gewesen. Ah! Nein, nicht schon wieder Schwarm! Nein, nicht Schwarm! Oh shit, fucking car, Alter! Wir müssen uns da oben durchboxen. Oh, nicht gut. Au. Ich wollte sterben. Mach mich durch. Wir brauchen mehr XP, wir brauchen alles.
Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht so ganz durchgeschaut, wie man sich da geschickt hat. Vor allem die kleinen Scheiß Mist wird noch mit durch. Aber nehmen wir nicht alles überleben, da ist noch mit Level aufstieg, da ist noch mit ganz fix. Ja, Zwangsberg, ja. Na, Schaden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott, das ist nur Stress, das Spiel. Lebenspunkte. Schaden. Damage. Angriff ist die beste Verteidigung. So, jetzt. Nur mit 15% Damage. Projektil kinetisch. Ist das alles kinetisch? Kinetisch? Ja gut, Granaten natürlich nicht, aber dieser... Schaden! Gib ihm! Ja, easy, schau dir das an. Sag ich bloß die absolute Zerpimmelung, sag ich da. Beim nächsten Mal skillen wir auf alle Fälle dauerhaft Schaden. Schaden, weil ich die Viecher da nicht wegkriege. Die müssen normal... Ja! Da ist das Lieder nicht, gib mir das Lieder nicht. Das ist gut für uns. Mehr Schaden! 25% Schaden! Statuseffekt Schaden an. Gib ihm! Zielt auf den Gegner mit der höchsten Lebenspunkt. Nein, das ist nix! Ändert den Schadenstyp zu Elektro! Ja, dann kriegen wir wieder... Haben wir mir nicht... Ist dann... Dann haben wir geguckt. Ist dann der Kinetic Damage grundlegend weg oder kommt der Elektroschaden einfach dazu? Es steht ändert dort. Kinetic. Das mag ich eigentlich nicht. Bergung in XP umwandeln. Ist eigentlich auch gar nicht so dumm, ja. Und dann mehr in die Dinger umeinander pimmeln. Das ist ja jetzt ja nur Scheiß da. Gefällt mir jetzt beides nicht. Ich verliere so viel Damage. Nein, das ist der Projektilschaden. Kinetisch ist eigentlich gar nicht so dermaßen. Das probieren wir jetzt einfach. Gib ihm Elektro. Gib ihm Elektro! Und pimmelt einen ins Meer. Oh shit, jetzt kommen wir aber wieder nicht raus. Back off. Vielleicht überleben wir es, vielleicht. Nein, wir überleben es nicht. Oh, wir überleben es. Wir überleben es. Wir überleben es nicht. Wir überleben es. Dieser behinderte Steh da. Was tun die da eigentlich? Geht dann Umweg! Trottel! Da, schießen Post zusammen. Diesmal pimmeln wir nicht lange umeinander, wir gehen zumindest ein Ding weiter. Schieß drauf! Und immer schön, dass er die anderen die Waffen draufballert, so ist es brav. Kommt da oben schon wieder ran. Nein. Gib ihm! Oh, die trifft gar nicht. Gib ihm. So. Diggi hole. Ja. Au! Was hat mich jetzt getroffen? Da war überhaupt nichts. Okay, jetzt wird's eng. Das werden wir nicht überleben. Kinder, das werden wir nicht überleben. Gib dem scheiß Boss endlich! Oh, ist das Leben da? Ja, das ist Leben. Nicht. Das war wieder mehr Dusel als Verstand! Feuerrate, maximale Lebenspunkte, kritischer Schaden. Feuerrate, mehr Damage. Wir pimmeln aber noch ein bisschen umeinander. Na, zur Gaudi haben wir nicht gemacht. Wir pimmeln da noch ein bisschen umeinander. Da war mehr gegangen. Oh shit. Nehmen wir das da noch mit, wenn wir noch können? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay, Memo an uns. Wir brauchen irgendeinen Steh, wo wir nicht am Rand raus sind, weil sonst kriegen wir aufs Maul. Erstmal atmen. Okay. Erhöht das Waffenlevel um 1. Nachladegeschwindigkeit von der Granaten. Lässt sich glauben, deine Waffe sei deutlich hübscher. Das bringt uns nicht recht fein. Wie viel haben wir? 24. 25. Nix doof. Ich hab keinen Topf gekriegt, bin nicht gestorben. Hallo? Ich glaube, Granaten-Nachladegeschwindigkeit ist das Gescheite. Und heilen. Heilen und Granaten-Nachladegeschwindigkeit. Purer Stress. Zichtsgrätschen! Merci dir, ich hab übersehen, der Püstpaté hat da was für die. Ich begib mich mal zum Anfang in den Nachschau-Squad. 5 von 5, Nase. Ich glaube, der Nachschau-Squad zum Zurückscrollen ist halt gar nicht so unfassbar wichtig. Das erste, was wir jetzt damit tun, ist heilen. Das der wir sowieso, sonst haben wir gefickt. So, und dann den wir mal rerollen. So, das kostet bloß 5. Reroll. Was haben wir da? What else? Rüstung, Aufnahmereihe. Das ist... Leck, 45% Aufnahmereichweite ist halt auch stark. Dann kriegen wir viel mehr XP, weil wir nicht so nah ohne müssen. Aber das Einzige, was wir da kennen, ist das hier. Und das werde ich nicht kaufen, weil das Waffenlevel interessiert mich nicht so wirklich in die 3. Stufen. Das ist mir jetzt da. So, aber da wir in der Runde
Gib ihm 2 auf die Fat Roll. Was heißt denn 2 auf die Fat Roll? Da wir mir in der Runde wahrscheinlich sowieso sterben, drucke ich das jetzt einfach mal in den Hof. 3 Overclock ist OP. Das weiß ich alles nicht sprechen, wenn der Sprenger das sagt, dann ist nächste Runden! So, suchen wir uns da mal irgendein intelligenteres Platz als wie den Caster. Da, das Leben! Leben, 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 gib Leben! Gib Leben! Gib Leben! So, gib Leben! Easy, schau hier, easy. Easy peasy, lemon squeezy. So, dann nehmen wir da Gold mit. Gib uns Gold. Knautschige Viecher, solange wir noch kennen, gib uns Gold. So. Ah, wenn die kleinen... Oh, jetzt können schon schießen, die Arschlöcher. Das ist ein Witz, ey! Ja. Nein, wir haben schon wieder am Rand draußen. Ist das Rand? Ah, komm, leck mich doch am Arsch dann! Okay, da ist ein schöner Rundgang, das ist gut für uns. Das Problem ist bloß, dass die Drecksviecher dann von alle Seiten kommen und dann bringt uns das Rundumlaufen gar nichts. Okay, eine Pimmeln, eine zimmern. Immer sauber eine zimmern. Gehen wir da noch mit durch? Oh, da ist ein Dicke. Oh, da ist ein Dicke. Oh, da ist... Okay, wir haben gefickt. Oh, well, we are fucked. Gehen wir durch, Das hilft nicht. Machen wir da noch ein Loch rein. Das ist gut. Dann gehen wir da langsam noch weg. Ja, und jetzt kommt wieder dieser abgefuckte Drecksschwarm. Und er kann sogar durch. Er kann nicht durchfliegen, das Arschloch. Gib Level up! Bewegen wir uns mir da schon wieder auf den Rand zu. Ich weiß nicht so hundertprozentig, aber ich glaube schon. Ja, natürlich. Birger, wie soll es denn auch anders sein? Was laufst du wieder für einen Schund zusammen? Sag. Müssen wir aber auch irgendwie die XP einsammeln, wo wir vorher 4 Kilo... Oh, der hat gesessen. Jetzt einen Schuss eigentlich drauf. Was ist das da eigentlich? Nimm mal mit. Ja, was tue ich denn hier? Sag mal! Wie kann man das eigentlich mit dem Gamepad spielen? Dann weiß ich nicht ganz genau, was ich das ganze scheiß Wochenende tue. Oh, Levelaufstieg gut. Aufnahmereichweite, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrad. Nimm Aufnahmereichweite. Aufnahmereichweite wichtig. Ja, gib ihn. Voll reinbauen! Zerpimmelung. Der kleine lila XP. Ja. Schon wieder Schwarm im Anmarsch. Nicht nur Schwarm. Wie nur Schwarm? Da ist Leben. Oh Gott. Ja, sehr gut. Da ist Leben. Nein, nicht. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Feeling much better. Ich geh einfach durch. Wo ist das? Oh, das Ding ist unten. Wo ist ein Lehm? Ich brauch Lehm. Ich Leben. Ich bin nur am Davonlaufen. Die Viecher sterben nicht. Wir brauchen mehr Schaden. Das ist... Die Balance auszufinden zwischen... Okay. Nein, nicht schon wieder ein Swarm! Jetzt haben wir wie viel schwer mit den No! Oh Gott! Please! Au! Bring's alle um! Ja! Gib mir das! XP, wenn du Schaden nimmst, Aufsammeln von roten Zucker, die merkst mir die Heilung beim Level aufstehen. Da ist ja gar nichts gestorben! Neue Waffe, die hält mir Scheiß! Geh weg von mir! Ja, das wird vielleicht ziemlich schnell, ziemlich zack. Kehrt das so? Oder stelle ich mich gerade extrem behindert an und übersehe irgendwas? Oder übersehe irgendwas Gravierendes? Oder ist das ganz normal, dass in der 3., 4. Runde das keinen Scheiß hast? Dampfler sagt ja. Der Bahako sagt ja. Okay, dann bin ich schon zufrieden. Absolutes Kacken ist es, bin ich also nicht. Sammle 100 Gold. Belohnung, Nebenziel. Sekundäre Ziele freigeschaltet. Jetzt noch mehr Arbeit pro Arbeitsstunde. Toll. Ja, doof ist doof. Es ist wie spät, bitte. Es ist... okay. Ja gut, ich erinnere mich nicht mehr in Vampire Survivor, erinnere mich nicht mehr dran, wie das Ganze zum Start war. Aber da bin ich auch nicht einfach durch die Level durchgerannt. Wie am Schluss, das weiß ich schon noch. Aber der so zack war, weiß ich... Oh, der Fritzgürtel. Der Fritz-Schildgürtel. Neues Artefakt freigeschaltet. Kann nun während deiner Expedition gefunden werden. Das heißt, verursacht Acrylschaden, okay. Ja, das wird jetzt eine Art Schüttel sein. Ja, das schaut da überhaupt... Ja, dann siehst du schon, und schon wirst automatisch hier und da ein bisschen stärker und so weiter. Oh! Neue Waffe freigeschaltet. Kann nun während einer Expedition gefunden werden. Das schaut nach einem Scharfschützengewehr aus. Sehr gut! Ja, easy! Okay. Und wir haben da einen Klassenfortschritt.
Das hat nichts damit zum tun. Wie viel, ich nenne es jetzt mal Perks, mir im Hauptmenü freischalten, die dauerhaft für alles gelten. Sondern der XP-Balken wird vorher und alle 2 Level gibt es so ein Ding da, was auch immer das da ist, ich weiß es nicht. Ja, wir haben auch schon deutlich mehr XP gefarmt wie in der ersten Runde, haben wir deutlich mehr Credits wie in der ersten Runde, mit der wir auch mehr Mineralien haben. Ja, obwohl, nein, nicht unbedingt, da haben wir nicht so viel ausgezogen, gell? Weil ich nur damit beschäftigt war, nicht zum Sterben. Ja, nicht Zwerg! Merci dir! Was ist rund und schmeckt noch nichts? Die Oblatte. Lol, Grüße aus dem Frankenland. Die schmeckt der Oblaten wirklich nach nichts? Ich finde, der Oblaten schmeckt richtig, die hat keinen Geschmack nicht, aber sie hat eine unverkennbare Konsistenz. Und das ist gleich dem Geschmack, sagt er. Der Barco schreibt, und du kannst mal versuchen, die Explosive Bugs, die Orangen, bewusst zur Explosion zu triggern. Da wollte ich vorher schon drauf aufpassen, ob die Schaden an ihnen eigenen Viecher machen. Oblaten schmeckt nach Zungenbelag, richtig. Wenn ich mir 14 Tage lang Zähne putzt habe, dann kann ich so machen. Presst es zusammen, mach so, der Leib Christi. Herzlichen Glückwunsch. Fortfahren. So, Verbesserungen. So, was wir gleich einmal machen, Damage, Alter. Gib ihm sofort Schaden. 4% pro Ding, können wir kaufen, hauen wir rein. Wir können, da haben wir keine 5, können wir sonst noch was bauen, das kleine Ding. Können wir irgendwas machen, kritischer Schaden, Aufnahmereichweite. Ja, ich meine, die 4%, die wir da freischalten, die machen das Kraut nicht fett. Aber so 4-5 Level, wenn du dann 20% kriegst, so langsam, dann machen sie das Kraut sehr wohl fett. Glück schaut auch wahrscheinlich überhaupt nicht. Schauen wir mal. Und Abbaugeschwindigkeit, du kannst ja alles skillen. Jeden einzelnen Wert kannst du dauerhaft erhöhen. Oh, aber die nächste Stufen kostet schon 5 solche Dinge. Was nehmen wir? Crit Chance. Was nehmen wir? Crit Chance oder Rüstung? Nehmen wir Rüstung. Kriegen wir weniger Schaden. Was haben wir vorher geskillt? Nachlade und das Ding. Schaden und dann haben wir noch ein bisschen was in Def. Immer so gemischt in mehr aushalten, also Leben oder irgend sowas und mehr Schaden. Das ist gut für uns. Hey, ist gut für uns. Dann kann man noch so einen kleinen Teufel verkaufen. Machen wir so, dann können wir noch irgendwas freischalten. Kritische Chance, Aufnahmereichweite und Crit Damage. Der bringt's auch erst, wenn du Crit Chance beieinander hast. Ist wurscht. EP-Verdienst 2%. Das macht auch ab 8 bis 10% auch das Leben leichter, weil du einfach 2 Level mehr drauf bist. Ah, goddammit! Die Qual der Wahl, aber ist ja scheißegal. Eiskillen musst du sowieso in alles sehen. Haben wir einfach rein, passt schon. Da spielen wir lieber noch eine Runde. Oh, was ist jetzt das da? Ach, das sind die Biomziele. Schließe die Expedition ab. Ja gut, da ist wahrscheinlich nur ein weiter Wiki. Und wahrscheinlich innerhalb von einer Runde 200 Gold sammeln. Alter, da ist auch noch ein... Klangt da sammeln? Oder muss ich die auf einmal auf dem Konto haben, bevor ich mir was kaufe dafür? Werden wir außerfinden. Kann ich mit dem... Mich schaut das so ein bisschen wie so ein Energiecore. Keine Ahnung warum, was für ein Spiel dass ich das hab. Kann ich mit dem irgendwas anfangen, weil da herum auch eins steht? Sammeln reicht? Okay, sammeln reicht. Noch ein Tipp, Bewegungstempo sollte man nicht komplett vernachlässigen. Seien wir mal ehrlich, natürlich gibt es bessere Stats und wichtigere Stats und unwichtigere, aber eigentlich soll jetzt gar nichts vernachlässigen. Gather 200 Gold, nicht own 200. Okay, stimmt. Ja, Sprenger, da hast du recht. Wir nehmen das, mehr haben wir noch nicht und rein ins Gefecht. Was kann die Blume? Eine Blume. Was kann die... Oh, Blumen geben XP. Sammelblüte. Was ist das da? Das nehmen wir gleich mit. Was auch immer das da ist. Levelaufstieg. So. Feuerrate, Schaden. Aufnahmereichweite. Probieren wir es einmal so. Und dann gehen wir sonst in Schaden. Wieso kriegen wir mir jetzt auf einmal XP, währenddessen wir da... wir kriegen da auch was beim Abbauen, gell? Nehmen wir alles mit. Wir haben schon wieder so kreislig am Rand draußen, aber it is what it is. Levelaufstieg, sehr gut. Noch mehr Aufnahme. 10% Schaden. Bewegungsgeschwindigkeit. Nur mehr 10% Damage. Gib den Mist 4. Gut, das Ding bringt natürlich gar nichts, wenn wir das Artefakt nicht haben zum Zucker aufklauen. Ja, ich hab schon verstanden. Da können wir da mal. So durch. Da ist die durch. Okay.
Da XP mit. Jawohl, jawohl. So, Schaden, Statuseffekt, Bewegungsgeschwindigkeit. Haben wir schon soweit. Herr Bahako, ich nehme mir Ihren Rat zu Herzen, glaube ich, sagt man. So, aber jetzt müssen wir da frei bauen, bevor dieser scheiß Behindertenschwarm daherkommt und mir wieder komplett aus dem Leben fegelt. So, weg mit dem Schund. Weg mit dem Schund. Und ich sag das auch, es ist, ich glaube, weißt du, was noch besser ist als Granaten? Machen wir so. Tänzeln und Kill alle! Jawohl. Easy. So. Was ist das? Schießt hochkalibrige, durchschlagende Geschosse. Visiert den Gegner mit den höchsten Lebenspunkten an. Verursacht keine. Natürlich probieren wir gleich eine neue Waffen aus. Schauen wir gleich mal, was die kann. Gib ihm! Peng, peng! Ah, da tut gleich mal. Oh, das haben wir auch noch ein. Was haben wir da? Oh. Haben wir schon gleich den neuen Schildgürtel. Artefakt. Wirft Gegner in der Nähe zurück und verlangsamt sie, wenn du Schaden nimmst. 30. Aber das da ist auch gut. Ja, ist der selten? Ich nehm den. Ist mir wurscht. Learn it the hard way, wenn wir wieder Scheiße machen. Das gibt nämlich der geschissene Swarm. Was kann der Granny? Kann der Granny irgendwas außer viel aushalten? Wahrscheinlich nicht. Alter! Der scheiß Durchschlag ist ja nur noch brutal. Der schießt ja durch alle Viecher durch. Oh. Nachladegeschwindigkeit erhöht die Nachladegeschwindigkeit aller Medium-Waffen. Was ist das für Waffen? Das ist auch Medium-Waffen. Unser Nein. Nehmen wir. Nachladegeschwindigkeit. Wow, leck ist die stark! Ja, gut, ich hab schon verstanden, Durchdringung wie die ist. Verdammten Backdigger. Da durch. Level up. Kritischer Schaden. Ne, da haben wir zu wenig Chance. Sag ich dir, was ist? EP-Verdienst oder das Ding. Oder, nein, austauschen mag ich nicht, das kostet 2 Gold. Erhöht die Feuerrate von Projektilwaffen. Ich finde, Feuerrate ist so sinnlos, wenn es so lange dauert zum Nachladen. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Gib XP. Ist das da unten? Nicht wundern, ich renne schon wieder mal an wie ein Vollidiot. Nehmen wir. Levelaufstieg. So. Nachladegeschwindigkeit erhöht das Waffenlevel um 1 plus 15% Schaden. Nachladegeschwindigkeit vom Scharfschützengewehr kann nicht schon, wenn wir damit durch alle vier durchzipfen. Da schaut er nicht so! Vorne komplett durch, vorne der! Ja, da haben wir ein paar XP, jetzt brauchen wir XP. Gib XP. Gib XP. Jawohl. Maximale Lebenspunkte, kritischer Schaden, Feuerrate. Damage, Kinder. Oh, ja, das war nix. Jetzt hat sich der Gürtel aktiviert. Oh, jetzt kommt der Boss. Da können wir uns im ersten Level vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit lassen. Was haben wir da? 15% Schaden, 15% Schaden, Nachladegeschwindigkeit. Gib 15% Damage. Mit dem MG. Vielleicht sollte man den so hinlenken, dass unser Gewehr. Unser Gewehr hat auch eine Feuerrate. Das hat nicht bloß einen Schuss. Weiß ich nicht, wie ich da drauf komme, dass wir bloß einen Schuss haben. Jetzt bündeln wir uns da so durch. Killen wir den Boss natürlich sofort und hinten läuft in einer Schnur alles andere nach und da schießt unser Gewehr ein. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Machen wir so und sammeln wir den Schund ein. Oh. Lila. Projektilschaden, Nachladegeschwindigkeit, kritische Trefferscheiße. Machen wir Projektilschaden. Projektilschaden, Importante. So, triggern wir das einmal. Okay. Explodierer triggern. Den bauen wir noch mit ab. Trigger, nicht reinlaufen, du Trottel! Dann haben wir noch 15 Sekunden, da sammeln wir die XP noch ein. Und zwar gemütlich, schön, geschmeidig, die wo wir vorher alle umgebracht haben da. Ja, gotta move on. Oh. Lassen wir uns nicht zubauen, Oh. Wir müssen einen Damage nehmen, Oh, wow! 15% Schaden, Crit Damage, kritischer Schaden, mehr Schaden. Diving deeper, taking you to stage 2. Der TerraPlace schreibt, Birger, du sägst an die Pfeile bei den Upgrades, welche Waffen betroffen sind. Was für Pfeile an die Upgrades? Wenn ich jetzt da drüber gehe, da müsste das ja eigentlich auch sein. Kritische Trefferscheiße. Jetzt geht uns da Gold ab, gerade fix. 6% Crit ist halt schon stark. Unten in der Waffenleiste. Ach, da! Das ist mir noch nicht aufgefallen. Da meint sie. Ja, ich sehe schon. Da müsste aber da eigentlich bei beiden in TG, wenn man es ganz genau nimmt. Aber gut, Crit gilt global. Wir können uns leider nichts kaufen. 15% da Schaden, 25% Nachladegeschwindigkeit fürs
fürs Square. Das Square ist stark. Ah, das Square ist gescheit stark. Ja, hau rein. Sure, why not? Fortfahren. Gib ihm. Gib ihm! Beasties to shoot. Ja, dann nehmen wir die roten Teufel nehmen wir mit. Die roten Teufel nehmen wir sofort mit. Rote Teufel nehmen wir sofort mit. Was auch immer das da ist, das weiß ich nicht. Das türkise Zeug ist Markit. Ich weiß nicht, was Markit ist, aber wir nehmen es mit. Was ist jetzt da? Bau ab jetzt. Au, Kruzifix. Bau ab jetzt das Ding. Das darf ich mir nur wünschen, dass das nicht automatisch geht, sondern dass ich hindrucken kann oder so. Das, oh, da haben wir einen Haufen Gold, das nehmen wir auch mit. Jetzt kommt dann gleich wieder der erste Schwammzipf wieder her. Precious minerals, it will get you Der killed. gefällt mir schon wieder gar nicht hin. Okay. Big swarm detected. Doberman, get ready. Ah, scheiße, der scheiß rote Renner. Oh shit, oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Lauf da rum vorbei. Komm. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Komm, baller durch, baller durch, baller durch. Immer schön noch. Immer schön noch. Immer schön noch. Na, schießen sollst. Okay. Okay. Klar, regel das. Ich sehe schon, unten ist das Ding. Am besten bevor der nächste Schwarm kommt. Oh, da haben wir Feld zum Bauen. Das ist nix. Ja, wird schon gehen. Wird schon gehen. Wir müssen mal wieder ein bisschen. Fix jetzt rein in die eine scheiß Website! Oder was auch immer das wieder für Mist war da! Ah, ganz schlecht. Baller da mal rein jetzt. Baller da mal mit der Querkugel durch. Die Viecher halten so. Oh. Gib mir Upgrade oder so. Gib mir. Da haben wir noch ein paar Explodierer drin. Levelaufstieg. Ja. Nachladegeschwindigkeit. Aufnahmereichweite. Gib Nachladegeschwindigkeit. Und dann müssen wir untenrum und ein bisschen Damage fressen, das hilft nicht. Schauen wir mal, ob wir den Explodierer triggern können. Ich laufe natürlich ein, ist ja klar. Ist ja klar! Levelaufstieg, komm, gib Schaden. Ich brauche mehr Schaden. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Feuerrate für das Ding. Feuerrate. Swarm is heading your way. Nein, nicht schon wieder ein Schwarm! Nein! Oh Gott, wir sterben schon in der zweiten Runde. Jetzt habe ich mich selber in ein Manöver manövriert, da wollte ich nicht hin. Ja, das war nicht das! Hallo! Lass mich in Ruhe! Lass mich, das war nix! Da reden wir nicht drüber. Können wir noch nicht einmal irgendwas verbessern? Was verbessert man? Wir können nichts verbessern. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Was wir verkaufen? Wir verkaufen den und die haben dafür Aufnahmereichweite. So, das hat keiner gesehen. Sie haben nichts gesehen. So, ich hab da nichts von einem Topf gesehen. Ich hab keine Ahnung, was sie für einen ahnungslosen Scheiß schon wieder hat. Ja, Wahnsinn mit euch. So, weiter geht's. Voll rein ins Mistviech. Natürlich auch nice to know ist, dass die Stornen da fliegen haufenweise. Okay. Bewegungsgeschwindigkeit, Schaden. Gleich mal her mit dem Schaden. Was ist das da? Kriegen wir da auch XP dafür? Okay. Wann schießt eigentlich da mein kleiner Roboter und wann schießt der nicht? Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Level up. So. Erhöht den Schaden aller deiner Waffen. Feuerrate 35%. Gib ihm. Peng, Motherfucker. Oh, schau hin, wie es gleich reinballert. Das kombinieren wir jetzt ein bisschen mit Schaden. So sieht's aus. Oh, was haben wir da jetzt alles gekriegt? War ein Haufen Nitra. Gibt uns das da eigentlich ein Leben, wenn... Oh, da müssen wir uns wieder anders rauskommen. Locate the OZ and prep it for landing. Okay. Also der Gürtel hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, sag ich der freiwillig, was ist. Was war die höchste Topfzahl? Ich glaube 250 aufwärts irgendwie. Aber über das ganze Jahr. Noch mehr Schaden, Nachladegeschwindigkeit. Noch mehr Schaden. Gib ihr Schaden. So, jetzt, da ist Hammer. Ups. Ja, sag mal, wie ist denn das eingebaut diesmal? Das dauert ja ewig, vor allem das kleine Klump da. Ach komm. Komm. Schießt du auch mal wieder heute, oder? Prepare to fight for your life. The big swarm is approaching. Brauchen wir mehr XP. Wir brauchen die zweite Waffen. Jawohl. So, nehmen wir wieder das Square.
Nein, ich probier's diesmal mit was anderem. Zwar mit dem Ding. Ganz ehrlich, wenn man sich da ein bisschen drauf konzentriert und in die bestimmte Richtung damit schießt. Ach, die Kräner rennen einfach durch das normale Gestein durch. Hab's schon verstanden, ja. So. In Bewegung bleiben, müssen wir das Ding freiräumen. Müssen wir das da freiräumen, da haben wir noch viel zu tun. Das Artefakt brauchen wir schon, das brauchen wir gar nicht in Welt 2 weitermachen. Da. Weg. Weg. Das dauert nicht so lang! Levelaufstieg. EP-Verdienst, Feuerrate, Projektil-Damage, gib ihm. Ja. Well done. Ja, leck, war das knapp! XP for free! Was haben wir da? So, XP, wenn du Schaden nimmst, erhöht die Heilung beim Levelaufstieg. Das nehmen wir. XP, wenn du Schaden nimmst. Wirf Gegner in der Nähe zurück. Nein, erhöht die Heilung. Der Gürtel hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Vor allem mit seinen 30 Sekunden Cooldown, vielleicht wird er noch besser, aber lieber die Heilung bei Levelaufstieg. Plus 3 Level, da sagt sie, ist so stark. Aber 20% Projectile Damage. Ich hör auf euch. Zielt auf den Gegner mit den höchsten Lebenspunkten. Nein, das will ich nicht. Ändert den Schadenstyp in Elektro. Haben wir mir... Projektilschaden. Er ist jetzt halt kinetisch, dann ist er Elektro. Okay, gib ihm Elektro. Ah, sag mal, Crit Chance, Statuseffekt, no, Crit Damage. Crit Chance, gib ihm. Oh, jetzt aber, ey. Nochmal 15% Feuerrate, Statuseffekt-Schaden. Gib Projectile Damage! Die Viecher müssen schmelzen! Oh, da kommt der andere Sepp. Okay, das gerne zeigt, brauche ich. Rechts um, sammle mal ein Kit. Ich bin schon dabei. Ich hab's mal Kicks. Was ist denn jetzt? Crit Schaden? Noch mehr Crit Chance. Gib ihm Crit Chance! Dem fetten Mistvieh! Wir kann mal beim Berg bauen, kann man auch mal XP brauchen. Sag ich dir, was es ist. Da schon eben die kleinen Viecher wenigstens schmelzen. Jetzt ziehen wir da mal mit drauf, das fette Mistviech, und dann holen wir uns die XP. Easy peasy lemon cheesy. Und dann verpissen wir uns da ordentlich. Da schau hier. Aufnahmereichweite, Feuerrate, Feuerrate, Waffenlevel um 1 erhöhen, Shot nie, Feuerrate gib ihm. Unser Maschinengeweih richtig stark unterwegs. No, XP mitnehmen, so viel wie wir noch kennen. Haben wir Zeit. Das rote Klump mitnehmen. Da triggert man einen Explosionsradius. Jawohl! Haben wir Chance, ein wenig. Da noch mit triggern. XP, ja, ich bin schon unterwegs. Bin schon fort. Scheiße in den Hosen. Bin schon fort. 3 Sekunden. Okay, mehr geht nicht mehr. Und tschüss. Knapp, Teufel! Alex, also! Du steigst bei den Waffen unten Mitte bei den Pfeile, ob sie das Level up was bringt für die Waffe. Dann brauchst du nicht immer schauen, ob das eine Medium-Waffen ist. Jetzt habe ich auch verstanden, wann ich da unten oben schauen soll. Sehr schön. Ja, Alex, wahrscheinlich habe ich es vor 10 Minuten aber auch schon gelesen. Tut mir übrigens leid, wenn ich irgendjemanden übersehe. Kuss auf die Nuss, TerraPlace, Rock and Stone. Dankeschön. Elektro ist ein sich ausbreitender Dot. Wie ein ausbreitender Dot. Wenn ich ein Viech einmal triff, hat es den Elektro-Dot. Wenn ich dann nochmal triff und es stirbt, bohrt sie sich aus. Versteht das, so dass ich jetzt verstehe. Was haben wir da? Nachladegeschwindigkeit, Waffenlevel um 1, Bewegungsgeschwindigkeit. Nehmen wir das da. Elektro springt über. Okay. Ja, jetzt schauen wir hier, haben wir deutlich mehr Gold und rote Sachen wie vorher. Das ist jetzt richtig gut gelaufen. Okay, also Damage auf der Waffen, fucking wichtig. Schauen wir, was wir da haben. 15% Damage auf den Projektilschaden. Was haben wir da? Nachladegeschwindigkeit und Aufnahmereichweite. Können wir uns da beides leisten? Ich hätte gern Aufnahmereichweite und Projektildamage. Sag ich dir, wie es ist. Es hat jetzt richtig gut funktioniert. Damage und müssen wir uns heilen? Heilen müssen wir uns auch nicht. Super, Aufnahmereichweite weiter. Los geht's! Keine Zeit verlieren, Kinder. Da darfst du keine Zeit verlieren. Gibst mir gleich mal die XP da. Oh, da, ja, da, wo ich werk mir gleich mal sauber rein. Schau dir das, ob wir mit mir einwerken. Gib her mit dem Gold. Immer her mit dem Gold. Vor allem, da fällt da XP aus. Das habe ich am Anfang ein bisschen übersehen, muss ich sagen. Blöd machst du da durch. Hauptsache nicht in den Rand hinein navigieren. Machen wir da mal einen Weg durch.
gespielt für uns. Ja, jetzt sterben wir die kleinen Viecher mal halbwegs anständig, habe ich zumindest das Gefühl. Dass man da zumindest einmal irgendwo hingehen kann und nicht ständig nur davor laufen. You fuck down. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Swarm Detective, nicht gut. Swarm Detective, die Viecher mal haben. Okay. Oh. Ja. Das Potenzial unserer in alle 4 Richtungen Count them in ballernden. supplies until you clear out the landing Okay, da haben wir zone. Supplies. Supplies. Oh. Okay. Wo ist denn der Explodierer? Gib mir den Explodierer. Oh, was haben wir da? Noch mehr Schaden. Oh, 6% Crit. Gimme. It's all about the Crit Damage. Wo hat denn der Explodiertypen? Mr. Explodiertyp! Geh mir 4 da. Springen wir in deine Leine in die Luft. So ist er brav. Ah, nur 2. Haben wir schon! Oh, shit, den habe ich nicht gesehen. So, was ist? Level up. Jawohl! Oh, maximale Lebenspunkte erhöht das Waffenlevel um 1. Nein, dann nehmen wir das. Feuer, nein, Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit. Da haben wir jetzt noch. Okay. Gib ihm. Oh, der hat noch mit 2 Pinky, noch mehr Level up. Easy. So, jetzt ist die Frage, was der wir jetzt? Oh mein Gott, das Spiel ist so gut, dass ich schon wieder komplett in die Hosen scheiß. Ich sag das komplett, ich bin so anfällig für sichere Spiele, Alter. Oh Gott. Ihr habt ihr schon was von Happy Backpack oder Backpack Battles gehört? Da ist etwas was gehört davon. Da habe ich gestern Demo installiert und habe 1 Runden gespielt und habe gewusst, alles klar, das spielen wir nächsten Mittwoch. Ich glaube, dass wir es wahrnehmen. Wir haben so viel Projectile Damage, dass das richtig einhackt wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob wir wirklich Projectile Damage haben. Da! Projektil. Granaten, die ist OP. Ja, ich habe eigentlich schon gemeint, dass Granaten OP ist, aber so OP ist die gar nicht. Aber sie skaliert halt nie mit unserem Projektilschaden von 40%. Aber das Gewehr halt schon. Darum werde ich das jetzt einfach ausprobieren. Nimm's klar! Vor allem der Durchschlag ist halt wirklich stark. Das wurde mir auch so... Oh, da ist das Ding, da müssen wir das Ding freischalten. Oh, da haben wir das mit einem Effekt zum Tor. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns, bevor der scheiß Swarm wieder daher tackelt. Na halt, stopp den scheiß Swarm, den killen wir mit dem Ding. Was hat man da jetzt wieder Schaden gemacht? A swarm is heading your way. Ja, Hold up. Swarm, kannst du daherkommen. Du Zipfelarm, du. Oh, ich muss auf zuerst abbauen. Oh, shit. Da bleiben wir jetzt drin. Da bleiben wir eiskalt drin stehen. Das ist mir jetzt wurscht. Die sollen alle sterben. Sterbt! Oh, kritische Chance. Mehr Crit! Gib Crit! Oh. Wirf Gegner in der Nähe zurück und verlangsam sie, wenn du Schaden nimmst. 30 Sekunden Abklingzeit. Du hast eine kleine Chance, EP zu finden, wenn du jede Art von Gestein abbaust. Das ist I rarely pick one of these. Nochmal mehr explodieren. Das kriegen wir schon. Das war jetzt gar nicht so schlecht. War nicht so schlecht, wie es ausgeschaut hat. Jetzt, da ist noch ein Explodierer. Los, explodier! Nachladegeschwindigkeit. Senkt die Nachladezeit aller deiner Waffen. Sehr gut. Genau das Wichtige. Jetzt triggert das Explodierviech. Jawohl! Ja, hab schon gespannt. Die Explodierviecher triggern ist massiv OP. Massiv OP, Kinder. Level up. Noch mehr Crit-Chance. Wie viel Crit-Chance haben wir mittlerweile? 24%. Was ist denn da so ein Sweet Spot? Ja, Backpack Battles habe ich jetzt auf eine Woche, glaube ich, 20 Stunden reingehauen. Da sehe ich mir auch. Das ist nicht sowas wie das, aber es kommt sehr nahe. Da baust du auch die ganze Zeit Builds zusammen. Das schauen wir uns nächste Woche an. Ich tue mich schwer nur, dass ich es mir nicht schon kaufe und wieder durchs Wochenende suchtelt. Aber so wie ich das da sehe, weiß ich, was ich am Wochenende tue. Und ich bin mit Last Epoch immer noch nicht fertig. Der Sweet Spot ist ja, das habe ich mir schon gedacht. Nicht mehr Crit-Chance! Statuseffekt können wir nicht brauchen. So, wir müssen noch irgendwas finden. Ah, der Elite-Schlitzer. Ich weiß nicht, wer der Elite-Schlitzer ist, aber er wird mir das gleich sagen. Da ist der Elite-Schlitzer. So, ein bisschen Zeit können wir uns lassen. Ein bisschen, eine. Dass wir da nicht... Ich finde da war auch nichts mehr zum Abbauen, so wirklich. Schauen wir mal. Doch, da die kleinen Viecher haben noch Gold wert da. Das kann man brauchen, da den Schund. Sorry, little. Das kann man Your brauchen. own fault for being full of good. Ah, du laufst aber genau richtig noch. Da haben noch ein paar so Viecher. Ja. So. Oh, da oben kommt der Todesschwarm. It will get Oh shit. Okay. Ja, jetzt stirbt du Arschloch. Ja, easy! Quota satisfied. Wo müssen wir hin? Da haben wir noch keine Zeit mehr. No mehr Damage. Maximale Lebenspunkte.
Ja, gib mir Qua mal mehr Schaden und ein Level up. Das schaut überhaupt Makes nicht. my whole life Schaut better. überhaupt nicht! Komm gleich mit durchfahren. So, können wir da auf dem Weg noch irgendwas mitnehmen? Wir werden sehen. Jede kleine XP bis 3 Sekunden vor Abfahrt gehen wir wieder nicht hinein. Wahrscheinlich hier die Viecher schmelzen. Ist gut. Oh, vor der Haustür brauchen wir es nicht. Checking miner. Move. Ah, time is ticking. Du schon mal den Maul halten. Du schon mal den Maul halten. Ich steppe jetzt da ganz langsam rein. So, easy. Stage 2 completed. Taking you closer to your target. Auf deiner Minimap siehst du, wo nur was zum Abbauen ist. Hat einen leichten anderen Grünton. Ja, aber ich sehe nicht, ob Mineralien drin sind. Oder kriegt man auch was, wenn man normale Steine abbaut? Das habe ich jetzt nicht gespannt. Auf der Minimap leicht alles, was interessant ist. Ressourcen, Missionsziele. Okay. Muss ich vielleicht doch noch mal besser schauen. 35% Schaden im Gewehr. Allerdings interessiert mich nicht. Oh. Das wird der Damage. Können wir uns das leisten? 35 plus 23 ist 30, 48, 8. Wenn ich mir das I'm gonna do something epic with this. mir nehme. That's Das the one. It'll do. stark haben wir. Sind wir richtig unterwegs? You have your objective. Side every time Get I it have done, to miner. Kriegen wir was, wenn wir mit die Steine da abbauen? Nicht, gell? Ich meine, die werden ja auch out sein. Aber ja gut, da haben wir so weiße Dinge. Warte mal, jetzt schauen wir mal, da ist ein Schwammerl. actually have a chance to make it out alive. Okay. Ja gut, ja, ich verstehe schon. Muss mich ein bisschen mehr auf Minimap konzentrieren. Habe ich schon gesehen. Sehe aber nichts. Da schau dir das an, wo wir 135. Oh, da ist gut. Gut, das nehmen wir natürlich mit. Und wenn da aus der langen Spur etwas reinkommt, dann muss es quer durchboxen. Das hilft uns alles nichts. Ah, easy. Das ist schön brav. Und nur weiter. Jetzt haben wir es eingesperrt, wir Vollidioten. So, maximale Lebenspunkte. Plus 20. Erhöht den Schaden aller deiner Waffen. Damage! Now this is a real Scavengers treat. lit up like a Christmas Schwamm im tree. Anmarsch! Got a Schwamm ist swarm nichts. incoming. Der Schwamm, oh, da müssen wir wieder ein bisschen zusammenwuscheln und dann springt es euch gegenseitig in die Luft, jetzt Trottel. Das müssen wir jetzt anders machen. Das war nix. Schau hier. Ja! Die Sprengviecher haben Gold wert! LZ is blocked. Please clear it out. Was müssen wir? Okay, das Ding ist blockt, das hab ich schon verstanden. Schau hier! Da, leck mich am Arsch! So viel XP! Nachladegeschwindigkeit erhöht allen Projektilschau. Gib ihm. So, und wir sammeln mal die XP. Gib uns die XP, Level up, mehr Damage. Vielleicht kann man auch mit Crit Schaden. 10% Schaden, erhöht die Feuerrate von allen. Lock it in. Wir haben so stark. Das ist unfassbar. Oh, da müssen wir durchbauen. Bevor der Schwarm kommt. Der Schwarm kommt. Oder ist schon das Symbol da oben, das ist schon die Mehrfang, da gibt da haben schon. The scavengers Oh, lit wir up müssen like a wir Christmas sammeln. tree. We have a swarm Polokarten müssen wir incoming. einsammeln. Das habe ich schon wieder gesehen, dass wir so eine Map-Side-Quest haben da. Nein, außer! Wow! Das war knapp, Freunde der Sonne. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, erhöht die Nachladegeschwindigkeit aller Medium-Waffen, erhöht allen kinetischen Schaden. Aber wir haben ja nicht nur kinetischen Schaden. Dann nehmen wir die Nachladegeschwindigkeit, Waffenlevel um 1. Waffenlevel ist schon nicht auch schlecht. Ich hätte gerne den zweiten Overclock in unserem Maschinengewehr. Nee, das. So, Viecher, ersten hat dahergekommen und. Was? Das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Dann explodiere, ihr müsst es regeln. Explodiere, du musst es regeln. Ja! Da hagelt sind Schund! Da ist nur ein Explodierer. Nachladegeschwindigkeit, Crit-Chance, EP-Verdienst. Nein, Crit. Mehr gut. Was ist denn jetzt? Mehr Crit, mehr gut, hab ich gesagt. Easy. No easy. Oh, au. Swarm detected. Get ready. Schon wieder ein We'll be with Swarm. you shortly. Schon wieder, ich muss das Ding nur einsammeln. Bevor der Swarm kommt. Swarm! Was haben wir da? Erhöht die Heilung beim Levelaufstieg. Du hast eine kleine Chance, EP zu finden, wenn du jede Art von Gestein hast. Ja, das ist gut für uns. I'm gonna be the best survivor. Ja, explodieren wir. Jetzt nehmen wir Granaten. I want those icy grenades. So, Icy Grenades. Wo ist der Explodierer? Explodierer, regel den Scheiß! Ja! Au, jetzt bin ich zu viel reingelaufen, glaube ich. Nochmal. Ja! Und jetzt müssen wir uns durchprügeln, weil ich die XP brauche. Scheiß auf den Schaden. Was kriegen wir da? Maximale Lebenspunkte, Nachladegeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit vielleicht einmal nehmen. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit aller Medium. Hell yeah!
ist aber sauber stark. Das ist sauber stark. Muss ich das nicht. Das hilft alles nichts. Das hilft alles nichts. Was soll ich machen? Nein, nicht da. Ach, jetzt bin ich im Explodieren. Stiebe mich, Idiot. So, nimm das mit. Alles, ja. Nachladegeschwindigkeit, Waffenlevel um 1. Nein, ja, das ist alles nichts. Aber es erhöht das Waffenlevel. Ich möchte den zweiten Overclock vom Maschinending. Von unserem... Nimm das. Ich weiß, dass das Gewöhnliche war. Das ist mir jetzt wurscht. Da liegt ein Haufen XP umeinander. Mach Level up. So. Maximale Lebenspunkte. Kinetischer Schaden. Hat das nicht mehr. Ah! Es ist so schwierig! Maximale Lebenspunkte, glaube ich. Einmal ein bisschen was für den Dev da. Da haben wir Leben. Leben nehmen wir mit. Und das fette Mist. Oh, Schwammerl müssen wir noch einsammeln. Schwammerl wo? Wir brauchen noch 5 noch. Oh Gott, wie soll ich die noch finden? Ja, die finden wir schon. Da ist noch Schwammerl. Gut über die Schwammerl. 3 brauchen wir noch. Wir brauchen noch 3 Schwammerl. Das habe ich komplett vernachlässigt. Das habe ich wieder komplett vernachlässigt. Geh mal, no risk, no fun, Kinder. Oh, da ein Haufen. Oh. Jetzt mehr da. Ja, schön für euch. Wo ist der Schwammler? Wie viele Schwammler brauchen wir noch 2? Wo ist der Schwammler? Oh shit, nicht den Boss killen! Nicht den Boss killen! Nicht den Boss killen! Da oben ist Schwammler! Schaden ist mir jetzt wurscht, ich brauch Schwammler! All tasks complete. Fuck! Stage finished. Schwammler! Part is well done. Ready, got them all before it leaves. Ich seh schon, die scheiß Nebenmission ist scheiße wichtig. Au! Oh. Okay, wir haben noch gemütliche 15 Sekunden. Wir nehmen mit, was wir können. Wir nehmen mit, was wir können. Ah, easy. Maximale Lebenspunkte. Nimm mit. So, das XP nimm mit. 7, 8, schnell. Ah. Manchmal. Na, geh rein, verkack's nicht. Plenty more where that came from. Stage 4 is waiting for you, Miner. Easy. So. Bis wir sterben geht noch. Und dann müssen wir uns einen Fallout-Trailer noch anschauen. Nicht davon gehen, wir schauen uns halt noch einen Fallout-Serien-Trailer an. Bürger besänft. Noch mehr Crit-Chance! Aber dann sterben wir jetzt nicht mehr, das ist ja klar. So, schauen wir mal. Crit-Chance! Einbageln! Feuerrate! Waffenlevel plus 1! Einbageln! Reroll! I'm feeling lucky. Gewöhnlich. Nachladegeschwindigkeit erhöht die Nachlade aller Medium-Waffen. Feuerrate aller Projektilwaffen. Abbaugeschwindigkeit. Yeah. Riskier nix, du Depp. Nix. Abbaugeschwindigkeit ist gut wert. Pretty sweet. Feuerrate von alle unseren Waffen. Brauchen wir Heilung? Ja. It's screwed up. This isn't covered by insurance. Seien wir uns ehrlich, ja. Und da kriegen wir ein Level Up, das nehmen wir auch noch mit. Sorry, aber es nehmen wir auch noch mit, weil schon tut's nicht. Reroll. Können wir noch irgendwas da? Nö. So. Unser Quest ist was? 20 Mal Kits sammeln. Okay, das ist der kleine Schund wahrscheinlich. Aber gut schaut auch nicht. Also wir müssen mal ein Kit finden. Es wäre cool, wenn das farblich kennzeichnet war auf der Minimap, was ist. Das wäre noch gescheit stark. Ah, die Abbaugeschwindigkeit ist halt schon auch Gold wert, wenn es dann einmal schnell... Ah, jetzt haben die schießerten Scheißdrecksviecher jetzt da. Mistviech, angesucht. More Kit brauche ich! More Kit, wo? Bevor der Schwarm kommt, bitte, da ist das More Kit? Nein, das ist nicht More Kit. Aber wir bauen es trotzdem ab, ist mir wurscht. Geb Schund. Geb Schund. Geb Schund. Ah, das ist voll das fette Vieh, das da oben umeinander ballert wie ein Behinderte. Ja, müssen wir weiter oben. Das hilft uns alles nichts. Der Swarm incoming! Swarm! Ist das mal Kit? Na, wollten nein, das hat anders ausgeschaut. Oh Gott, der Swarm incoming! Swarm incoming! Die Explodierviecher müssen es regeln! Oh shit, Alter. Oh fucking hell! Okay, tschüss! Tschüss, Kinder! Tschüss, Kinders! Da, Explodierer, regelt das. Ja, sehr gut. Da ist mal Kit. Explodierer, regelt das. Oh, da ist... Oh, das fliegt so viel Scheiße. Ah, was ist... Ah, oh, Crit Damage. So, Crit Damage. Plus 15%. Nehmen wir mit. This is a rare treat. Das ist ein Rare Treat. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wir verpissen uns da oben.
Wir verbessern uns da oben und schauen wir, ob da jemand... explodier mal. Explodier mal. Easy, gib Level! Ah! Mach ihn noch weg! Musst du nie auf! We got a swarm incoming. Nein, nicht, was? Nur ein Swarm! Okay, hau ab! Geh weg! Geh weg! Ich brauche mal Kit! Da, explodiere! Explodiere, tu die! Explodieren jetzt! Projektilschaden, Nachladegeschwindigkeit, alle Medium-Waffen, Schaden. Oh, +1, Overclock. Overclock! Was haben wir da? Plus 30% Schaden, minus 30% Feuerrate, Durchdringungsschuss. So, spreng ich. Haben wir für die Durchdringung. Haben wir für Durchdringung. Markit, Missionsziel ist weiß. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht vorher bei den Schwammerl. Nehmen wir die Durchdringung, oder? Sehe ich das, habe ich das richtig verstanden? Schießt dann unser Ding komplett durch die Vier durch. Und dann ist er komplett Achterbahn. Rein in die Olga! Ah, nicht stehen bleiben einfach. So, mit den Scheiße schon. Oh, leck! Ja, spinnst du, oder was? Da fliegt euch bloß noch! Wow! Kritischer Crit Damage! Gib ihm! Wir gehen da gar nichts! Ich kann's mal 4! Boah, leck, Alter. Senkt die Nachladezeit all deiner Waffen. Erhöht all... Jetzt geht's ganz anders. Nachladegeschwindigkeit. Ah, vielleicht kriegen wir da noch den dritten Overclock, hä? Wo müssen wir überhaupt die? Da oben ist so ein Magnetending. Au! Den habe ich nicht gesehen. Vor lauteres. Alter, wie dermaßen krass, dass die Scheiße skaliert ist und nicht mehr feierlich. Kinetischen Schaden, Nachladegeschwindigkeit, lässt dich klar. Oh, nimm +2. Ich möchte den dritten Overclock. Gib Overclock! Da liegt nur so viel XP umeinander und irgendein Magnet. Oh, ist das alle XP? Ist das der Magnet für alle XP zusammenziehen, wenn Abbaugeschwindigkeit? Oder ja, nicht mehr Abbaugeschwindigkeit. Alter, wir haben nicht dermaßen. Wir haben nicht dermaßen OP, das ist nicht mehr feierlich. Feuerrate! Die Feuerrate von allen Projektilwaffen! Gib ihm! Boah, leck, Alter, was haben wir jetzt alles gekriegt? Plus 10% Schaden, kritischer Schaden, Nachladegeschwindigkeit. Ja, da haben wir 5% Crit Damage. 5% Crit Damage. Crit Chance lässt sich glauben, deine Waffen, die hat Granaten kriegen wir nicht mehr bis auf. Mich würde mal interessieren, was ein Granaten-Overclock ist. 6% EP bringt uns auch nichts mehr, gibt 3% Crit. Schau dir das an. So, boah, lass den Elite-Deppen meiner steppen. Und jetzt stirbt du Arschloch. LOL! Schauen Sie, Peter, um die EP zu finden. Ja, und jetzt nehmen wir einen Gürtel noch mit dazu. Jetzt nehmen wir den Gürtel einmal noch mit dazu, weil das Artefakt, das haben wir schon ein paar Mal. Das stackt zwar wahrscheinlich, aber wenn die 4 Jahre mit zurückboxt werden, das schaut auch nicht. Dummerweise haben wir jetzt erstmal ein Kit nicht abgebaut, aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Was soll ich machen? Was ist denn das da oben? Was ist das Lustiges? Oh. Da kommen einfach Tentakeln aus dem Boden raus. Ne? Okay. Ah, noch nie stark. Bevor es uns jetzt komplett zerreißt, gehen wir lieber. Aber richtig stark. Du musst die Overclocks erst freischalten, indem du einmal auf Level 12 kommst mit der Waffe. Ah. Ich verstehe. 35 Lebenspunkte brauchen wir nicht, aber 12% Crit ist ja völlig lächerlich. Wie viel Crit-Chance haben wir? 45? Dann haben wir über... Boah, leck. Rein ins Kehrblech! So, was haben wir da? Erhöht die Feuerrate... Oh, jetzt haben wir aber nicht viel Crit zusammengesammelt. Das ist jetzt schnell gegangen. Da war jetzt... nochmal 6% Crit. Geht nichts über Crit. Nichts geht über Crit. Heilen brauchen wir uns auch nicht. Die Crit. Dann rerollen wir einmal, ob wir vielleicht irgendwas Besseres kriegen. Für die roten Dinger zum Kaufen, da haben wir ein paar. Show me more. Ja. 25% Schaden für das 4-Dings da, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Schaden, Waffenlevel +1, plus 15, weiß jetzt nicht, was man da bei Crit gibt es nur ganz oder gar nicht. Absolut richtig. Ja, aber ich würde sagen, so ab 70% rendiert es sich dann wahrscheinlich mehr an Crit-Damage rauf zum Tor, als die Crit-Chance noch herzumachen. Da gibt es immer so einen Sweet Spot, ab wann mehr Crit sich nicht mehr so wirklich auswirkt.
Ist ja in ARPGs das gleiche. Ich wollte, da druckt mir jetzt einfach random irgendwas. Gib mir Schaden. Eine in den 3. Overclock. Was? Also, das da meinst? Meinst du wirklich? Mit Nachladegeschwindigkeit schaut sowieso auch nie. Währenddessen die Waffen nachladen, schießt nämlich nichts. Je kürzer das dauert, desto gut. Dann nehmen wir das Ding. This one looks best. Bringt uns unserem Ziel ein bisschen näher. So, schauen wir mal, wie weit dass wir da jetzt noch kommen. This is it. Destroy the cocoons Oh, da- and take da- out the dreadnought. Was Good ein luck, Redner? Miner. Tut man das? Was muss ich da tun damit? Da kann ich nicht einfach draufballern, oder wie? Okay. You shouldn't need precious minerals. It will get you killed. Wie zerstöre ich das? Lock den Elite an. Ach, da haben sie Ding. Okay. Ah! Okay. Oh, ist das Expeditions-Zwischenboss oder was? Ballern! Oh, wir müssen abbauen, da kriegen wir XP! Haben wir extra gesiegt. Baller rein in das Viech! Boom, baby! Yeah, boom, baby! So, Eier zerstören, Elite-Wichser killen. Ach, ansonsten, wenn ich langsamer bin als die Leisten, dann kommen sie von selber. Wahrscheinlich. Ja, wir damit ein bisschen abbauen. Gemütlich abbauen. Damit da nichts passiert. Weißt du, wie es ist. Jetzt diesen hier. So, und dabei bauen wir den Teufel ab da. Ja. Gib, XP. Level up. So. Irgendwie Feuerrate von dem 4 Richtungen-Ding, das interessiert mich eigentlich gar nicht. 6% Crit, gib ihm! Will help you work harder. Kommt da auch wieder das Artefakt-Ding? Ah, schau das an! Fahren wir mit durch wie Butter. Oh, haben wir gedodged. You shouldn't need precious minerals. It will get you Precious Minerals. Wir haben noch ein Ohr irgendwo. Irgendwo müssen wir noch ein Ohr finden. Oder ist jetzt bloß noch das Große übrig? Gehen wir noch mit zurück Supplies und ready schauen. for you. Clear the landing zone. of Supplies. obstacles, please. Supplies! Give us supplies. Surprise. Give us supplies. Bevor der Schwarmsepp kommt, haben wir das Ohr eigentlich eh schon freigeschaltet. Ja, da warten wir jetzt nicht, bis die ganze Bagage da ist. Vor mir tue ich wie ein Stückchen Viech, schau dir mal nicht so. LZ ready. Ja, Wahnsinn. Ja, gib Schund. Was haben wir da? Du hast eine Chance, EP zu finden, wenn du jede Art von Gestein abbaust. Erhöht die Heilung beim Levelanstieg. Ja, gib mehr EP beim Abbauen. stronger. Diese gut. Dann fahren wir nämlich die ganze Zeit da durch den Berg durch. Schau dir mal so. Sauber's krass. Jetzt weiß ich auf wie viel Crit-Chance haben wir? 69%. Wir haben eine... Chat, ihr wisst, was das heißt. Wir haben eine 69%ige Crit-Chance. Nice. Und der Crit-Schaden ist bei 230% erst. Da geht mehr. Maximale kritischer Trefferschaden, den nehmen. Nice! Ich muss ich nur einbauen. Hab ich schon gesehen? Da. Ah, shit, das wollte ich nicht. Fuck off. So, jetzt müssen wir langsam einmal das letzte Ohr finden. Ist das auch so ein kleines oder ist es das große? Weil dann haben wir jetzt gleich wahrscheinlich hart verschissen, wenn der von selber kommt. Aber ich mag die roten Sachen da mitnehmen. Ich weiß auch nicht, was soll ich machen. Was soll ich machen? Nein, etwas kann ich vier nicht da. Da unten ist nur ein Ohr. Ist das, nein, aber das ist das letzte Ohr dann. Und das sehe ich ja da oben in der Leiste. Ei, wo? Ja, der kommt dann schon. You fucked out. Der wird da hinten sein. Das ist ein kleiner Schäl. Oh, du holst da mir gar nichts aus. Ja, das lang bringst jetzt. Gib ihm. That's all you Ja, gib Level up. Oh, Crit Damage, Nachladegeschwindigkeit aller Waffen, Nachladegeschwindigkeit, oder dann nehmen wir lieber das. I'm gonna go with this. Mehr nach. Oh, schau dir mal das sowas das. Alter, also jetzt habe ich es auch verstanden. Ich hab gemeint, der Durchschlag ist vielleicht, dass das durchs erste Viech durchschießt, aber halt nicht durch alle.
Das ist ein Wahnsinn. Was das ausmacht. Oh mein Gott. Ich seh mich so viel. Der Dreadnought! Ah! Wo ist der Dreadnought? Dreadnought, Sepp! Oh mein Gott. Wow! Was? Bist du komplett besoffen? Okay, da müssen wir mit allem draufballern, was wir haben. Nee. Wir kommen dem aus. Oh. Oh, da ist ein Schienenkeitplatz. Da ist ein Loch drin. Haha, du fetter Wichser. So schaut's aus. Nein, da gehen wir weg. Jetzt gehen wir da oben. Damit wir da ein bisschen in die Vieh rein. Da gehen wir uns da so durch. Ja! Level up! Lass dich glauben, deine Waffe sein und 2 kritische Treffer, Schaden, Bewegungsgeschwindigkeit. Boah, vielleicht kriegen wir das Gewehr auch noch durch. Ich sag das, was es ist. If it looks good, it shoots better. Everyone knows that. Ah, der kommt echt weit. Nein, der ist schneller wie ich bauen kann. Nein, gib mich wo. Okay, gehen wir wieder ein bisschen da rauf. Gib XP. Okay, er charged. Aber da kommt... Au! Wichsvieh. Immer schön so laufen, damit unsere Sachen da reinballern. Wir nehmen XP mit, Ja, oh, jetzt wird's... Oh, kein Scheiß mal jetzt. Ja, wir kommen aber nicht... Ah, die explodiert, wie haben jetzt unerwartet gekommen. Fuck! Nicht daher chargen, nein, nicht daher chargen! Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Oh, nicht mehr. Oh, komm, jetzt stirb. Stirb. Nein, nicht. Stirb jetzt! Ja! Not wiped out. Du fetter Huhn! Objective completed. All tasks completed. Wo muss ich hin? Stage finished. All tasks completed! Captain ready. Okay, nicht verkacken. Jetzt gehen wir nur ausnahmsweise mit kein Risiko ein. Straight to the pot. Wir nehmen nur mit, was geht. Verständlich nehmen wir nur mit, was geht. Ja, klar. The drop pod is about to leave. Get your Ja, da, hier, ich mach noch Level Up. Oh, Crit Damage. I can use Mehr Crit Damage. So, ein bisschen haben wir noch. Wenn wir jetzt nicht umeinander gehen wir. Das wir machen wir bei... Was ist Taking jetzt? you back to the space rig. Wenn das nicht der absolute Pro-Gamer-Runden war, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Wenn das nicht ein absolutes, feinstes Pro-Gaming war, weiß ich es auch nicht. Okay? Das heißt für die, du smashst jetzt den Like-Button. Dann schleichst du noch nicht, weil es 10 ist, sondern wir schauen mal jetzt einen Fallout-Trailer an. Und das 10 ist absolut narrisch. Sag ich dir, was es ist. wir haben doch gerade angefangen. Wie viele Runden haben wir jetzt gespielt? 4? Alles klar, wir sehen uns nächste Woche auf Gefahr 5. Happy Grind. Das Problem ist, ich habe gestern einen Void Knight in Last Epoch angefangen. Deswegen werde ich meinen arbeitstechnischen Pflichten nachgehen und in jeder freien Minute eine suchten. Hilft nicht. Neues Artefakt freigeschaltet. Kann nun während einer Expedition gefunden werden. Der Goldscanner. Das wird wahrscheinlich dann auf der Minimap anzeigen, wo Gold ist. Schaut da überhaupt nicht. Cooles permanentes Upgrade. Zumindest, wenn du es einmal als Artefakt gefunden hast. Neue Waffe freigeschaltet. Kann nun während einer Expedition... Blablabla. Der Stromfeger. Was auch immer der Stromfeger ist. Aber es schaut ein bisschen aus wie Melee-Waffen. Was haben wir noch? Dann waren wir... Oh, schau mal, wie stark das bei mir waren! 3500 XP, 3400... Oh, stark! Stark ist das! So, Schaden. Können wir leider nicht reinpimmeln. Hilft nicht. Wo können wir reinpimmeln? Crit-Scheiß. Hab ich schon gesagt, der Crit-Scheiß ist dermaßen wichtig. Das hat's dermaßen ausgerissen, dass es bloß noch schäbert. Aber wir machen zuerst die ganzen Level 1 Upgrades, dann die ganzen Level 2 Upgrades. Außer die unwichtigen, wie zum Beispiel Glück. Wir nehmen Bewegungsgeschwindigkeit. Den nehmen wir mit. Dann haben wir Lebensregeneration. Die schaut auch mal überhaupt nicht eigentlich. Das ist zwar nicht viel. Ist das pro Sekunden? 1 pro Sekunde, das ist nicht viel, aber wenn du dann mal 30 Sekunden keinen Schaden kriegst, dann kriegst du 30 Leben. Nehmen wir! Was haben wir da? Kritischer Schaden. Was haben wir da? Mehr XP. Nehmen wir! Dann nehmen wir da
Critchers, immer mit. Was haben wir da noch? Ja, dann tust du ins Klick ein. Ist eh wurscht. Weil es ihm eh wurscht ist. Ja, und jetzt merke ich schon, man findet, gut, ich habe auch nicht so direkt danach geschaut, man findet oder sammelt deutlich mehr Credits als diese Ressourcen. Außer ich schaue vielleicht ein bisschen besser. Und dann brauchst du auch nicht da als Verkäufer anfangen. Habe ich so das Gefühl wahrscheinlich auf Dauer. Kann ich schon eine andere Glas spielen? Das glaube ich nicht. Aber jetzt haben wir die Expedition jetzt geschafft. Das ist ja geil. Und jetzt kommen wir da schon in die nächste Stufe rein. Und wir kommen da dann rein. Verdiene 4, was auch immer es ist, indem du andere Gefahrenlevel und Gebiete abschließt, um dies freizuschalten. Ich muss quasi sammeln. Das heißt, ich habe jetzt 3. Mehr kann ich da herin nicht kriegen. Das heißt, ich muss da reingehen und muss da auf Gefahr 1. Boah, leck, das dauert ja ewig, bis du da hinten bist. Da hast du ordentlich was zu tun. Da hast du ordentlich was zu tun. Sterndl wie beim Mobile Game. Da ich absolut keine Mobile Games spiele, habe ich keine Ahnung, was Sterndl in einem Mobile Game machen. Der hier sind einer schreibt, Birger am Anfang, schauen wir uns das Spiel an. Birger nach einer Stunde, Digi, hol. Es ist halt einfach es ist ein richtig schönes, gemütliches Spiel. Natürlich ist ein bisschen Stress dabei, aber wenn du dich nicht stressen lässt, dann sagst du, ja, drauf geschissen, nein, Runden. Das ist so geil an sehende Spiele und sehende Spiele kosten dann 10 Euro. Und da kannst du Gift drauf nehmen, dass da 100 Stunden gleich fort sind. Das sage ich dir, wie es ist, wenn du anfällig bist dafür. Super awesome, ganz ehrlich. Super awesome, ganz ehrlich. Kann ich freiweg sagen, ist bis jetzt, ob es besser wie Potato ist, es ist jetzt so ganz anders. Und besser wie Vampire Survivors ist auch schwierig. Es ist eine coole Grafik, das ist einmal das erste, es hat keine so eine Pimmelgrafik wie die anderen Spiele. Spielt sich super cremig, hat super geile Ideen. Das mit dem Abbauen und mit Sammeln und so weiter, was du in die anderen Spiele eigentlich nicht tun musst, ist da einfach anders. Mal ganz furchtbar wichtig. Ich werde nicht bezahlt dafür, wenn ich von Spielen schwärme. Nie. Ich hab mir das ganz normal auch selber gekauft. Das Ding kostet 10er. Hey, da habe ich schon mehr Geld für größere Scheiße ausgegeben. Siehe zum Beispiel 18 Euro für Ubi Plus für Skull and Bones. Oder 80 Euro für Battlefield. Oder jeder hat da seine Sündenböcke daheim stehen. Jeder. Exzellentes Spiel, kriegt von mir die absolute Empfehlung. Sag ich dir, wie es ist. So! Es ist 10 nach 10. Was sind wir jetzt denn? So, ich danke schön fürs Zuschauen an alle, die keinen Bock mehr haben zum Zuschauen, aber wir schauen jetzt noch einen Fallout-Trailer an und der wir ein bisschen hineinbesänfen. Eigentlich habe ich im Discord ja angekündigt, dass wir mir das separat machen. Am Dienstag oder morgen auf die Nacht. Morgen auf die Nacht kann ich nicht, da nehmen wir einen Podcast auf, da kommen morgen auf die Nacht so 5:30 ungefähr, kommen dann die anderen 2 und dann nehmen wir heute einen Podcast auf. Das dauert Minimum, haben wir da 1,5, 2 Stunden beschäftigt mit Aufbauen, Herrichten, Aufnehmen, Foto machen, abbauen, ein bisschen Blätschmerz, 1, 2 Zigaretten rauchen und ab dafür. Und dann sitze ich wieder den ganzen Abend dann auch wieder 1, 2 Stunden dort und ich muss mir die ganze Folge noch mehr anschauen, ich muss die Fotos bearbeiten. Wie es ist, der typische Podcast-Ablauf, der kostet mir einfach in der Woche, 4, 5 Stunden. Es ist, wie es ist. So, darum machen wir das heute. Und der nächste Grund, warum wir das heute machen, ist, weil ich gesehen habe, dass Amazon macht die Serie, die Fallout-Serie, was eine Spieleserie ist von Bethesda. Und ich bin großer Fan, ja. Ich habe zwar schon lange nicht mehr gespielt, muss man auch dazu sagen. Das letzte, wo ich richtig reingesucht habe, war Fallout 4. Und Fallout 76 kannst du der Pfeifrau, das war dort der Totalausfall. Und das habe ich dann auch nie mehr wieder angelangt. Sag ich dir, was es ist. Und Amazon strikt offensichtlich, beziehungsweise claimt die Streams und Videos, wo sich Leute diese Trailer anschauen. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen, ich habe bloß Standbeitel gesehen. Ich habe einen Bericht gelesen auf der GameStar, da habe ich einen Standbeitel gesehen vom Trailer, mehr habe ich nicht gesehen. Und dann wird der Ton ausgelöscht oder du kassierst gleich einen Strike und das was man nicht wird. Und da im Stream, schöne Grüße an den Nachschau-Squad, falls ihr in der folgenden Reaktion meinerseits keinen Ton mehr hört, dann habe ich stumm geschalten, weil ich Amazon, ich mache im Prinzip ja gerade Werbung für diese Serie. Ob ich jetzt den Trailer gut finde oder schlecht finde, ist ja vollkommen wurscht. Und dann claimen sie auch noch meinen Stream. Das will ich nicht. Und wenn sie es dann schneiden, ganz raus. Kann auch passieren. So, darum
gehen wir jetzt da mal schnell her. Und bevor wir da lang umeinander labern, so, ich habe folgendes Problem. Für was habe ich in der Community? Bevor wir das machen, ich habe eine Frage. Und zwar, seit kurzer Zeit, ich hab wieder irgendwas installiert. Weil normalerweise kommt die Frage, was hast du da? Ja, nix. Und dann loche ich normalerweise halb. Ich mache einen Chrome auf, ich habe über 3 Standard-Tabs, also meine YouTube-Seiten und noch 2 andere, XH, nein, nix. Und die haben immer sofort aufgegangen. Jetzt mache ich einen Chrome auf, die 3 Tabs, und jetzt gegen's. Die 3 Tabs radeln 20 Sekunden und dann macht so und Seiten sind da. Hat das schon mal jemand gehabt? Es ist tatsächlich Facebook, Google und mein YouTube-Dashboard. Das da aufgeht instant, wenn ich einen Chrome aufmache. Und seit kurzem radelt das 20 Sekunden und dann geht Seiten auf. Wenn ich jetzt dann einen neuen Tab mache und drücke irgendwo hin, das geht sofort instant. Irgendwas, ich hab nichts da. Ich sag das, wie es ist. Das ist, seit ich letztes Wochenende 4 Tage vom PC weg war. Oder 3. Da habe ich übrigens so viele Filme angeschaut, wie schon lange nicht mehr. Aber man denkt, ich gehe einmal weg vom PC und sitze wenigstens vor einem anderen. Chrome nicht mehr als Hintergrunddienst aktiv. Ja, aber das tut er doch auch nicht einfach so. Dummer Take, Cookies. Ja, was heißt dummer Take? Es gibt nichts Konkretes. Was ist Cookies mal löschen? Cache voll, Cookies voll. Kann man im Chrome Cache und Cookies... Chrome Cache leeren. Chrome 3. Zeitraum, letzte Stunde oder gesamt. Wählen Sie die Arten von Informationen aus, die Sie im Fernsehen machen. Dateien löschen. Rechts Drehpunkt-Menü, Browser-Daten löschen. Wo ist denn da Browser-Daten löschen? Browser-Daten löschen. Da gibt es keinen Menüpunkt, der Browser-Daten löschen hast. Doch, da. Schauen wir mal. Zeitraum, Browserverlauf, Downloadverlauf, Cookies und andere Webseiten. Bilder und Dateien im Cache. Ja, die sind wieder 300 Megabyte im Cache. Das ist ja gar nichts. Autofill-Formulardaten, Website-Einstellungen, Daten aus gehosteten Apps. Dropbox. Das muss ich mir in Ruhe anschauen, bevor ich da jetzt auf die Schnelle. Ja, aber ist ja gut. Könnte es sein. Vielleicht hätte es einmal cleared. Ja, könnte schon sein. Mike wollte auch mal Servus sagen und ja, Mai hilft dir nichts. Mike, merci dir. Lösch mal einige Caches und start neu. Machen wir jetzt nicht. Aber ja, ist eigentlich ein guter Ansatz. Daten löschen. Betätigen Sie den X-Button. Weiß auch nicht, bei mir funzt, aber Cookies und Cache lernen ist nie verkehrt. Ja, das stimmt generell. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was hat es gelegen? Am Schluss heißt es immer, was hat es gelegen? Ich weiß nicht, was hat es gelegen? Dann sitzen wir da, dann diskutieren wir, könnte es gelegen haben. Der Chrome hat bei mir normalerweise nie Probleme gemacht. Nie. Fucking noch nie. Das habe ich so noch nie gehabt. Ich habe auch nicht irgendeine suspekte Scheiß-Software installiert oder sonst irgendwas. Nichts davon. Mal gucken. Ja, da finde ich schon irgendwas. Aber mit Browser-Daten löschen schaut er mir wahrscheinlich gar überhaupt nicht. So. Hauptsache, das Ding geht jetzt da mehr auf. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und dann schauen wir uns Fallout Trailer Deutsch. Ich weiß schon, da sitzen jetzt wieder die absoluten Pro-Gamer da haben, die sagen, Englisch ist so viel besser. Nein, ist nicht. So, dann gehen wir zurück. Machen wir so, machen wir so, machen wir so. Passiert ab und dann nach einem Update. Aber Update war, gut, das Update kriegen wir gar nicht mit. Warum haben wir jetzt einen Fire Road und Dates auf? Kann ich da schon sagen, weil ich da einen Trailer aufgemacht habe. Warum der Fire Road ist, das weiß ich nicht. Aber das werden wir gleich finden. Jetzt muss ich erst einmal schnell schauen, dass da nichts offen ist, was irgendwie kann, was angeht. Ne, das machen wir zu. Steam machen wir zu. Und Discord darf sein, das ist wurscht. So, dann machen wir da, dann machen wir da, dann machen wir so, dann machen wir dieses und jenes. Liegt 2 Meter bereit. Das ist schon ausbackelt, tu den nicht an. Ich versuche fair zu bleiben, sagen wir es so. Wenn ich schon wieder übertrieben unter die Nasen grimm eine Scheiße sehe, dann kriege ich ein Vögelchen. Aber werden wir gleich sehen. Los geht's. So. Ich hoffe, auf der Seite funktioniert das. Wie Sie sehen, es funktioniert überhaupt nichts. Nicht da bin ich. Also, ich mache mich da jetzt auch mal ein bisschen übertrieben groß im Beutel, ja, damit Amazon nicht gleich daherkommt und sagt, was hat denn der Chat eigentlich für einen Schlaganfall, Alter? Was ist mit dem? Female Protagonist. Was? Ich habe ein Standbild gesehen, das mich nicht recht überraschen wird und habe eigentlich gehofft, das ist der Protagonist. Ja, gut. Ja, aber seien wir ganz ehrlich,
muss jetzt bei jeder Serie und bei jedem Film mit einer Frau als Hauptrolle sofort einen Vogue-Stempel draufdreschen. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin auch der Erste, der sofort drauf anspringt. Aber dann kann ich ja nichts mehr irgendwie, was da sehe. Longlegs-Schule! Hausaufgabe erfüllt. Hashtag Helch. Oh, nein, hab ich nicht. Warst du nicht der Orca-Helch-Typ? Aber das haben wir ja noch gelernt letztes Mal, warum Orcas Elche fressen. Weil die irgendwelche Inseln überqueren. So! Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe die Ehre, das ist eine weitere Folge Bierger besenft. Wir schauen uns heute zum vom Bethesda sehr beliebten Spiel und eigentlich ganzen Franchise Fallout eine neue Serie an, die auf Amazon Prime erscheint und Fallout heißen wird höchstwahrscheinlich. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt es am 11. April. Wenn ich mich da jetzt grob vertue, dann warten wir, bis der Trailer vorbei ist, dann steht es mit Sicherheit dort. Und der wir jetzt gar nicht lange umeinander zipfen. Wir drehen die Lautstärke auf und drücken auf Play. Das ist übrigens auch der erste Frame. Also ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist es auch ein Atompilz, nehme ich mal an. Wer Fallout nicht kennt, da reden wir dann nach dem Trailer drüber. Das wird laufen wie immer. Wir schauen uns den Trailer in einem Zug an, ohne dass ich auf Pause drücke, und dann nehmen wir ein paar Szenen ein bisschen auseinander, ob wir ein paar Easter Eggs entdecken. Da ist Fallout, das ganze Universum ist voll von Easter Eggs. Ich bin selber gespannt, ob ich überhaupt alle erkennen kann oder alles erwähnen kann, weil ich wirklich auch schon lange nicht mehr gespielt habe, aber wir dafür viel. Muss gelangen. So, Schnauze halten, los geht's. Wir schauen uns bei Kino Checo. Eine Vault. Ich weiß, dass mein Leben relativ komfortabel war. Der Female Protagonist. Die Vault-Tür. Stopp! Nailed. Lucy! Eingang. Nailed. Anzug. Nailed. Westworld soll ja gar nicht Sie schlecht sein. müssen nach Hause gehen. Vault-Bewohner sind eine gefährdete Art. Red Kakerlak. Ich glaube kaum, dass sie willens wären zu tun, was nötig ist, um hier oben zu überleben. Stell in Frage. Wenn sie darauf bestehen zu bleiben, dann werden sie sich anpassen müssen. Doch nicht! Bruderschaft. Da zuckt der Vogue-Stift. Tomorrow, so they say, will Okay. be a lovely day. Okay. A bright new sun will suddenly break through. Es passiert so viel und nix. But I don't want to see Das hab ich gesehen. unless I see it with you. Wir haben Schimmligen erwischt. Da ist ein Handy. Der Vogue-Stift zuckt. Ah, wie die vier heißen, weiß ich nicht mehr. Die haben aus Fallout 76. Und sie kommt mit einer Gabel im Auge umeinander ballen. Stark, das ist alles, was ich sehe, ist gut. Auf einen Schlag ist alles, was ich sehe, gut. Musst jetzt du da reinpimmeln, Kruzifix Frank. Und das saubere Atombombe, die hat ein bisschen kacke ausgeschaut. Also auf den ersten Blick 12. April. Ich habe mich vertan. Auf Amazon Prime. Pause. Das war jetzt Frankie Boy. Erstmal Welcome to the Squad. Danke für die Mitgliedschaft. Mitten in einem Trailer eine Mitgliedschaft abschließen ist das Letzte. Dankeschön. Die Bären. Ja, Guay heißen es, richtig. Steffi, super. Super gut aufpasst. Habe ich schon wieder. Jetzt, was du sagst, weiß ich es wieder. Da ist so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Heiliges Kanonenrohr, Alter. Und es hat auf den ersten Blick hat's richtig gut ausgeschaut. Aber ich habe Finn-Vibes. Wo habe ich Finn-Vibes? Offensichtlich, also Fallout ist ja prädestiniert dafür, dass da mehrere Geschichten gleichzeitig passieren. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, haben wir eine weibliche Hauptdarstellerin, also wirklich der wichtigste Charakter. Dann ist der Ghoul-Typ, ist mit Sicherheit ein zweiter Hauptcharakter. Und der Schwarze bei der Bruderschaft. Und bei der Bruderschaft, da gibt es aber noch einen anderen Trailer auch, oder? Gute Frage, weiß ich nicht.
Gibt's noch einen anderen Trailer? Ah, das müsst ihr mir hier sagen. Ich habe einfach den ersten angeklickt, den ich gesehen habe. Ja, da können wir so mal, das ist ja scheißegal. Was gibt's da noch? Wir können auch nur einen anschauen. Machen wir mal so. Da gibt's noch einen. Das Ödland wartet auf uns, Fallout 3, Trailer 2, German-Deutsch. Ach, der ist vor 3 Monaten. Wer sich übrigens gerade wundert, warum da ein Schnipsel beim Gronk in seinem Video, da hat er, glaube ich, auf den Trailer reagiert. Ich mache das meistens so, sonst darf ich nicht wissen, dass Amazon Audiospuren claimt. Ja, deswegen muss ich mal kurz irgendwo reindrücken und schauen, ob sie es deren. Verstehst? Deswegen schaue ich mir nicht den ganzen Trailer an. Das war ein alter Trailer, der war schon 3, 4, 5 Monate alt. Ist doch scheißegal, den habe ich auch noch nicht gesehen. So alt wie sie ist, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja gut, ist ja wurscht. Der Trailer war gut, erster Eindruck war richtig gut. Und schauen wir uns jetzt den zweiten an. Los geht's. Das ist der ganz neu, der ist 5 Tage alt. Schauen wir das Rack vom Gronk. Guten Tag. Heute bin ich hier, um Ihnen etwas Wunderschönes zu zeigen. Oh, guter Schauspiel. Machen wir schon kurz. Ein wahrhaftiges Camelot des Atomzeitalters. Geschaffen nicht... Entschuldigung, da muss ich jetzt auf Pause drücken. Den habe ich vergessen. Und ohne den schauen wir nicht weiter. Ich bin jetzt schnell 10 Sekunden weg. Was ist denn das jetzt wieder? Na? Das ist nix. Ich hab zwar versprochen, ja, dass man. Ja, das ist zwar der Bobblehead aus Fallout 3. Aber nehmen wir halt den von Fallout 4. So, los geht's. Von Gott dem Allmächtigen, sondern dem Arbeiter. Und jetzt können Sie zum Helden werden, indem Sie noch heute eine Wohnung in einem Vault-Tech-Vault kaufen. Denn wenn es morgen zum Schlimmsten kommen sollte, braucht die Welt Sie, um ein besseres danach zu schaffen. Das haben wir gerade auch gesehen, glaube ich, oder? Ja. Die Mission der Vault sollte einem jeden von uns wichtig sein. Aber wieder die weibliche Hauptcharaktere. Das haben wir Die auch Oberfläche gerade gesehen. eines Tages neu zu besiedeln. Oh, Stim! Was ist die letzten da, Stim. 200 Jahre passiert? Ach du Scheiße. Du bist ja tatsächlich eine Vault-Bewohnerin. Ja. Ich dachte, ihr Schwachköpfe wärt längst tot. Was du da vorhast, ist irrsinnig. Es ist nicht wie im Vault da draußen. Es ist riesig. Ja, ist schon ein zweiter Hauptcharakter. Im Grunde hat jeder, den ich hier oben getroffen habe, versucht, mich umzubringen. Ich werde Ihnen lediglich die Organe entnehmen. Sie müssen nach Hause gehen. Sie entstammen einer Welt der Regeln, der Gesetze. Ja, es schaut schon gut aus. Sie sollten nicht allein unterwegs sein. Ja. Genau wie ich es gemeint habe. Warum hast du dich der Bruderschaft angeschlossen? Ich suche Vergeltung für mein Leid. Man wird Jagd auf sie machen. Gibt nicht viel, was hier oben sauber bleibt, Vault Lady. Total. Tja, das ist ein sehr kleiner Tropfen in einem sehr, sehr großen Eimer voller Chemikalien. Oh ja, Es wirkt fast so, als würde das Ödland vom Chaos regiert. Aber irgendwer hält immer die Zügel in der Hand. Was geht hier vor? Alle wollen sie die Welt retten, nur können sie sich nicht einigen, wie.
Also geht doch. Da ist die kleine Killerin. Ja, es gibt schon eine ganz große Sache zum Aussetzen. Sprengi, ich glaube, du hast... Da steht jetzt 11. April! Ja, okay. Machen wir jetzt da, dann machen wir jetzt den Beutel her. Okay, nochmal. Das war dem anderen Trailer sehr ähnlich, bloß dass ein bisschen mehr gelabert worden ist. Okay, wir haben eine Hauptdarstellerin weiß. Wir haben einen Hauptdarsteller, der zwar weiß ist, aber hier ein Ghoul. Was ist ein Ghoul? Der ist von der radioaktiven Geschichte. Also wer Fallout nicht kennt. Fallout spielt in einem Universum, wo alles so wie in die 50er Jahre ausschaut. Ja, man hat es an der Musik, diese jazzige Musik oder was das da ist, ich weiß, oder wie nennt man die Art von Musik? I don't want to set the world on fire. Besser wird's nicht, das läuft in deinem Pip-Boy die ganze Zeit. Das ist das kleine Teil, was die da am Arm dran haben. Im Radio im Hintergrund. Super awesome. Und da ist ein Atomkrieg ausgebrochen und ist das Soul? Ja, ist ja wurscht, keine Ahnung. Die Art von Musik auf alle Fälle. Und Autos schauen so aus und die Einrichtung schaut so aus und die Elektrogeräte schauen alle so aus. Und Swing ist, richtig, Swing und Big Band. Absolut korrekt, der Dampfler. Und dann gibt es eine Firma namens Vault Tech, die verkauft einen Platz in einer sogenannten Vault. Das ist ein Untergrundbunker. Und das sind die Leute da mit den blauen Anzügen, mit Nummern hinten dran. Und im Spiel gibt es dann zum Beispiel Vault Nummer 1 bis 100, keine Ahnung was. Und in jeder Vault werden andere Experimente mit den Leuten da eigentlich durchgeführt. Das wissen aber die Leute da nicht. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und Fallout ist dann prädestiniert dafür, eigentlich mehrere Geschichten von mehreren Charaktere zu erzählen. Fallout darf sehr blutig sein, haben wir gesehen. Fallout darf sehr viel schwarzen Humor haben wir gesehen. Fallout ist voll geschissen mit Anspielungen auf die Gesellschaft im realen Leben, mit Witzen, mit Easter Eggs, mit keine Ahnung. Und deswegen macht dieses Universum so viel Spaß. Ich habe gesehen, dass es brutal ist. Das Einzige, was wenn wir jetzt nochmal durchgehen, werden wir es dann gleich sehen. Aber wo mir der Vogue-Stift schon ein bisschen. Ich habe versucht, fair zu bleiben. Kann ich da aber nicht. Sage ich dir freiwillig, wie es ist. Wir haben eine weibliche Hauptdarstellerin. Wir haben einen schwarzen Hauptdarsteller. Wir haben zwar einen weißen Hauptdarsteller, aber der ist halt ein Ghoul. Du sagst nicht, dass er weiß ist. Und wer war der vierte? Fuck, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Da war noch eine. Die farbige von der. War die bei der Bruderschaft? Kann ich nicht sagen. Die kann bei. Was weiß ich bei was für einer Fraktion sein. Werden wir gleich nochmal sehen. So, gehen wir den Trailer mal Stickerl für Stickerl durch. Da fängt sofort an. Das ist, glaube ich, auch der Schauspieler von dem Ghoul, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich bin ganz schlecht mit Schauspielernamen. Aber es ist ein guter Schauspieler, das weiß ich schon. Guten Tag. Heute bin ich hier, um Ihnen etwas Wunderschönes zu zeigen. Genau. Und das da, nailed. Da kannst du sagen, was du magst, fucking nailed it. Es schaut zwar sehr CGI-ig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. CGI ist jetzt nicht so super on point, aber es ist okay. Das ist der Vault-Eingang. Das ist der vom Atombunker. Und das schaut im Spiel ganz genauso aus. Mit dem Übergang da, mit den gelben Gländern. Ein bisschen blau fällt mir. Bisschen blau fällt mir, aber sonst. Ein wahrhaftiges Camelot des Atomzeitalters. Mehr sage ich da dazu nicht. Übrigens hat Bethesda, das ist der Pip, ja, das ist der Bobblehead vom Dreier, der hat einen größeren Sockel. Da hat Bethesda beim Vierer gespart. Ich glaube, den hat mir übrigens auch jemand auf der Comic-Con 2018 geschenkt. Ich weiß bloß nicht mehr welchen. Ja, den habe ich aus der Special Edition, glaube ich, von der Xbox, obwohl ich gar keine Xbox habe, aber die Lunchbox, die dabei war, hat so schön ausgeschaut. Der Bobblehead. Und den, glaube ich, hat man auf der Comic-Con 2018 etwa geschenkt. Geschaffen nicht von Gott dem Allmächtigen, sondern dem Arbeiter. Und in dieser Vault ist halt heile Welt für die Leute, die da drin wohnen. Ja, das muss man halt wissen. Und genau das macht's aus. Und in die Spiele wachst du meistens in so einer Vault auf und gehst dann aus eben in dieses Apokalypse-Land. Und stellst dann fest, dass da draußen durchaus nur Leute leben. Ghule, Monster, Viecher, keine Ahnung was alles. Der Ghoul wird von Walton Goggins gespielt. Selbst ihr, wo du meinen Namen von dem Schauspieler sagst, wo hat er noch mitgespielt? Wenn das könnt ihr in den Chat reinschreiben, für das habe ich euch dabei.
können Sie zum Helden werden, indem Sie noch heute eine Wohnung in einem Vault-Tech-Vault kaufen. Denn wenn es morgen zum Schlimmsten kommen sollte, braucht die Welt Sie, um ein besseres danach zu schaffen. Ironischerweise wird er zum Ghoul. Beim Atomkrieg. Das ist dann so das Commonwealth, wo steht da Shady Sands Public Library. Ja, weil da ist ja alles abgefuckt. Da war Atomkrieg. Da stehen sie zwar übrigens bei meinem Mauszeiger, das habe ich vorher nicht gespannt. Und da siehst du schon, die Autos schauen alle aus wie bei den Amis in die 50er halt. Und das hat einen ganz besonderen Flair, finde ich, und das ist ganz furchtbar wichtig, das in der Hateful Eight zum Beispiel, ja, absolut richtig. Bei Django? War der bei Django auch mit? Ich glaube, ich habe es einigermaßen vor Augen, ich weiß aber gerade nicht wen. Ja. Auf alle Fälle ist es ganz wichtig, diese Atmosphäre von Fallout einzufangen. Und da muss ich sagen, was mir da ein bisschen feit, dieser Grünfilter, den sie in die Spiele haben, der geht mir da ein bisschen ab, das schaut mir zu sauber aus. Weiß ich nicht warum, so der erste Eindruck. Der Geigerzähler im Hintergrund. Die Mission der Vault sollte einem jeden von uns wichtig sein. Da merkt man auch schon, das ist jetzt kein nagelneu Vault mehr, da siehst du, da haben überall so Rostflecken dran und so weiter, also da haben schon ein paar 100 Jahre vergangen. Je nachdem, ich glaube, den Artikel, den ich gelesen habe, die ganze Serie spielt nach den Teilen, die es vor die Spiele gibt. Also nach Fallout 1 bis 4 und sämtliche DLCs und nach Fallout 76. Also das ist eine Geschichte komplett nach alles, was in die Spiele passiert ist. Und ich habe auch was gelesen, der Todd Howard, also der Chefentwickler von Bethesda an diesen Spielen, hat gesagt, sie haben einer in der Serie einige Ideen streichen müssen, weil sie sonst Fallout 5 spoilern. Mr. Toddy Boy, kannst du mir bitte Fallout 5 geben, aber bitte diesmal wieder mit Liebe und nicht die Scheiße wie in Starfield. Dankeschön. Weibliche Hauptdarsteller. Die Oberfläche eines Tages neu zu besiedeln. Ja. Das habt ihr vorher nicht gesehen, weil ich davor gesessen bin. Der gute alte Stimme. Damit lädt man sein Leben wieder auf im Spiel. Und das da kann, weiß ich nicht, irgendwelche Tabletten sein, Mentats oder also sie sagt, ja, Chat ist nicht, der Chat ist so ein kleiner Inhalator, glaube ich. Ja, der kann der Nimmling, da. Kann dieser Chat? Ja, glaube ich, ist auch kein Chat. Vielleicht sagen wir es mal, gut über die Stimpack. Was ist die letzten 200 Jahre passiert? Da hört man es auch direkt außer. Also die Vault-Leute haben seit 200 Jahren die Vault nicht geöffnet. Und haben gemeint, draußen ist alles verstrahlt und da ist alles tot und da lebt nichts mehr. Und da geht es halt auch in die Spiele darum. Sie ist in der Vault aufgewachsen, sie kennt nichts anderes, sie kennt die Welt nicht, sie kennt die Welt draußen nicht. Und das macht halt die Türen auf für so viele geile Geschichten eigentlich. Dass man es eigentlich nicht schwer haben soll. Scheiße. Zum Beispiel du bist ja tatsächlich eine Vault-Bewohnerin. Ja. Ich dachte, ihr Schwachköpfe wärt längst tot. Der Westworld-Regisseur Jonathan Nolan. Westworld habe ich selber nicht gesehen, aber ich habe von sehr vielen Seiten gehört, dass die nicht schlecht sein soll. Und es ist, glaube ich, auch so eine Postapokalypsen-Serie. Wo sie, wenn sie die Welt wieder aufbaut, glaube ich, sie das alles wieder in den Wilden Westen verwandelt. Und Fallout ist aber da auch nicht weit weg von so einem Wild-West-Ding. Da draußen geht es zu wie im Affenstall. Passiert alles mögliche. Was du da vorhast, ist irrsinnig. Es ist nicht wie im Wort da draußen. Es ist riesig. Das Lied ist so gut. Halt, stopp. Haben wir da irgendwas ausgelesen, wo wir sind? Hollywood Boulevard. Also wir haben ja schon in die USA. Es wird ja gemunkelt, dass das nächste Fallout nicht in den USA spielt, sondern dass man sich auch mit anderen Flecken anschaut, wie es der Atomkrieg in Asien, in Europa, in Afrika, was weiß ich nie wo ausgegangen. Wobei es in Afrika nicht viel zum Zusammenbomben gibt. Das ist wichtig. Zweiter Hauptdarsteller, wenn du mich fragst. So habe ich jetzt den Eindruck. Gule, verstrahlte Leute, die sich halt vollkommen, denen ich voll taut ab und lauter sind, man sieht es sehr deutlich, sehr gut getroffen. Sehr gut getroffen. Vor allem, was ich krass finde, dass sie es wirklich machen mit der offenen Nosen. Das schaut halt schon. Es schaut schon krass aus. Hey, das ist what it is. Fallout darf richtig, richtig brutal sein. Was wir im ersten Trailer gesehen haben, da ist halt einmal saubere Blutletten davon. Und nachher sehen wir ja mal noch, wie jemand das erst Loch in die Schulter einballert. Ich sehe da nur einen Deadpool mit Cowboy-Hut. Ja, aber der Deadpool hat keine abgeschnittene Nosen.
Dort nur verschrumpelt die Nosen. Ich finde, dass das schon ziemlich krass ausschaut, wenn du wirklich in die Nosenlöcher schaust. Ich hatte eine heftige Woche. Halt, stopp, was ist das? Voltec? Kannst du nicht lesen. Was ist denn das? Das kann man in-game mit Sicherheit auch finden. Voltec, Plan, Savings, Plan, ne, kann es nicht sagen. Ist auf alle Fälle gefährlich. An das Mentats? Na, Mentats sind Tabletten. Vielleicht ist Jetflüssigkeit, was weiß ich, irgendwelche Drogen auf alle Fälle. Du kannst den Fallout mit Drogen vollballern, dann bist du stärker, aber abhängig. Im Grunde hat jeder, den ich hier oben getroffen habe, versucht, mich umzubringen. Ich werde Ihnen lediglich die Organe entnehmen. Mr. Handy, ganz markante Figur aus dem Fallout-Universum. Auch wie da alles ausschaut, das Ganze, soll das ein Krankenhaus sein? Oder, nein, das ist ein Kich. Warum steht ein Krankenbett? Ist ja vollkommen wurscht, schaut einen Kühlschrank an aus die 50er, die Kich, finde ich auch, die Farben, ist schon gut getroffen. Und cool finde ich halt, sie haben zwar in die 50er, was so, ja, vergangenheitsmäßig halt ist, da hat man noch keine Technik nicht gehabt, aber gleichzeitig ist man technisch so fortgeschritten, dass man halt zum Beispiel so Roboter bauen kann und so. Es ist einfach diese, ja, wie soll man das sagen? Diese Kreuzung zwischen, wie nennt man das? Techno, Tech-Punk? Mischung aus Cyber und Steampunk? So, irgendwie. Die Lampen da hinten. Ich glaube, ich habe ja schon 25.000 Mal in Fallout gefunden zum Zlängen für Schrauben und noch irgendwas anderes. Steampunk ist auch nicht. In Steampunk gibt es normalerweise, das Ding läuft ja mit Elektrizität. Steampunk gibt es, glaube ich, normalerweise keine Elektrizität, sonst darf es nicht Steampunk heißen. Retrofuturismus. Lebenskünstler, das war das Wort, das wir suchten. 50er Jahre Steampunk. Ne? In Steampunk darf es normalerweise keinen Strom nicht geben, wenn ich mich nicht irre. Pin-Up-Punk. Aber retrofuturistisch passt ganz. Atompunk. Ja, wie schneidest sie dir? Muss er dann überhaupt noch schneizen, ist die Frage. Wer ist wieder ein Zwickel? Sie müssen nach Hause gehen. Der Typ da gerade, der hat dermaßen ausgestellt wie der Bösewicht in Indiana Jones 1, dem dann das Gesicht zusammenschmolzt. Stammen einer Welt der Regeln, der Gesetze. Sie sollten nicht allein unterwegs sein. Die Bruderschaft ist eine von vielen Fraktionen in Fallout. Die rennen mit so riesengroßen Powerrüstungen umeinander. Mit dem Ding da. Und was denen ein Ziel ist, habe ich jetzt gerade nicht so ganz auf der Liste, aber alles, weil ich bin nur abgelenkt von, nicht weil er schwarz ist oder sonst irgendwas. Das erinnert mich dermaßen an Finn von Star Wars Sim. Es feiert eigentlich bloß noch, dass er in der Powerrüstung drin sitzt und den Helm oben tut und man dann sagt, wer er ist. Dann habe ich dieselbe Szene eigentlich vor der Nase, wie der Finn, der seinen Stormtrooper-Helm oben tut, dass man halt sagt, wer er ist. Das ist schon sehr parallel. Und da geht halt langsam aber sicher halt der Vogue-Stift dann schon. Langsam aber sicher fängt er an. Weil ich glaube, einen weißen Hauptcharakter habe ich gar keinen gesehen. Männlich. Ganz wichtig. Das ist das größte Übel auf dem Planeten. Männlich, weiß und alt. Da finde ich, schaut das CGI nicht so super geil aus. Was sind das für komische... Ja, das ist jetzt der Chat, der gerade davor. Warte mal. So, was sind das für komische silberne Dinger da hinten? Die schauen sauber clean aus und sauber, weiß ich nicht, einfach da hingesetzt irgendwie. Das Ding da passt irgendwie nicht zusammen. So, es schaut also ein bisschen aus wie ein Matte-Painting, aber weiß nicht. Aber gut, geht jetzt keine Welt nicht unter, ist dann die Frage, wie es dann letztendlich dauerhaft in der Serie ist. Da ist sowieso alles CGI. Ja? Und natürlich wird es irgendwann einmal auffallen. Da geht jetzt keine Welt nicht unter, glaube ich. Warum hast du dich der Bruderschaft angeschlossen? Ich suche... Bernd schreibt, der Typ in der Bruderschaft war in Fallout 4 doch auch... Es ist ja vollkommen wurscht, dass er schwarz ist. Ist völlig Banane. Es geht um das Gesamtpaket. Es hat einen Grund, warum da kein einziger weißer männlicher Hauptdarsteller ist. Außerdem hat das mit Fallout 4 nichts zu tun, die Serie.
Es ist nur das Gesamtpaket, so wie da, wo ich mir so ein bisschen denke, es geht kein Weg nicht unter. Hey, lass mich vom Gegenteil, ist doch mir scheißegal, ob der jetzt schwarz ist oder ob es ein Weibleiter ist oder nicht. Wenn es coole Charaktere sind, nice. Wenn sie da aber zum Beispiel, was könnte passieren, dass ich die Charaktere nicht mag? Nennen wir jetzt einfach mal Finn, weil er einfach dem Finn sehr ähnlich kommt. Von allem. Der ist da, der ist krass, 100-mal schlauer wie alle, 100-mal stärker wie alle, 100-mal cooler wie alle. Vom Start weg. Langweilige Scheiße, Scheißcharakter. Die Tussi. Hauptcharakter Tussi. Ist mir wurscht, dass er Tussi ist oder nicht. War ich genauso kritisch beim Mo. Der kommt aus der Wald raus. Die kennt nichts anderes als den Atombunker. Da ist sie geboren da drin und war noch nie draußen in einer postapokalyptischen Welt, wo es zugeht wie im Affenstall. Wenn die da rauskommt und ist der größte Motherfucker, der umeinander läuft. Ich bring alle um, ich bin sauber zu viel, sauber zu krass, ich weiß alles besser wie ihr, ich maul euch den ganzen Tag bloß an, etc., 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 etc. Dann kaufe ich ihr das nicht ab. Wenn sie aber ein totales Hopperl ist und man da ein paar Witze draus macht, aber sie dann über sich hinaus wächst und eine Charakterentwicklung durchmacht über mehrere Staffeln hinweg, dann kann man sie durchaus in so einen Charakter hineinverlieben, völlig unabhängig davon, ob das jetzt ein sie ist oder ein er oder ob die gelb, grä, schwarz oder sonst was ist. Aber grundlegend, und ich kann es nur oft genug sagen, ich kann es nur oft genug sagen, ich sag das Sweet Baby Inc. Und ich kann nicht drüber schmatzen, ich mag auch noch nicht drüber, was heißt noch nicht drüber schmatzen, ich weiß nicht, ob ich jemals drüber schmatzen kann. Ich weiß aus erster Hand, ich bin davor gesessen und ich habe mitgearbeitet, ist zu viel. Aber ich habe es gelesen mit meinen eigenen Augen. Und habe die Änderungen und so weiter, ich habe es mitgekriegt am eigenen Leib. Es wird mit Absicht so gemacht, dass da People of Color und Frauen drin sind und keine weißen Männer. Ich weiß es einfach. Ich kann nur nicht drüber schmatzen. Ich würde so gern, aber ich kann nicht. Einfach, please trust me. Ich kann es nicht anders sagen, vertrauen Sie mir, ich weiß es. Ich weiß es, dass es Absicht ist. Und das nervt. Ich darf aber auch noch meine Meinung sagen und sagen, Leute, das nervt mich. Was soll das? Warum? Tut das irgendwas zur Story bei? Ja, ist doch wurscht, ob er weißer oder ein schwarzer ist. Ja, warum ist er dann nicht machen? Halt dann weiß. Und dann werden sie grantig. Weiter im Programm. Vergeltung für mein Leid. Paarrüstung. Das Battle liebe ich. Da, mir ist ja auch wurscht, dass er ein Ghoul ist. Wenn jetzt da ein farbiger Schauspieler drunter war es mir wurscht. Aber auf ihn habe ich Bock. Das weiß ich jetzt schon. Erstens deswegen. Der, wenn nicht Dogmeat heißt, dann wie grantig. Warum? In Fallout hat man Begleiter dabei, ähnlich wie das in Skyrim ist. Und da ist unter anderem der erste, zum Beispiel in Fallout 4, der Dogmeat. Und das ist ein Schäferhund. Super awesome. Und er scheint mir ein cooler Charakter zu sein. Wenn er der Waldverkäufer ist, den sieht man später dann auch noch mit seiner Tochter, der Vorläufer, wie der Atomkrieg ausbricht, ist er offensichtlich nicht mehr in die Vault hineingekommen. Schöne, ironische Geschichte. Der Waldverkäufer selber ist draußen zum Ghoul geworden und wenn mich nicht alles täuscht, leben Ghule überdurchschnittlich lang. Darum lebt er 200 Jahre später auch noch. Der Perdurabo schreibt, wenn die 200 Jahre stimmen, dann ist es zeitgleich mit Fallout 4. Da man da auch erst 210 Jahre nach dem Krieg rauskommt. Also ich habe gelesen, dass die Serie nach allen Teilen spielt. Vielleicht sagt sie das auch bloß so flapsig mit 200 Jahren, vielleicht sind es halt 220 dann. Also es spielt auf alle Fälle nach Fallout 4, sagt der Todd Howard selber. Die Jagd auf sie machen. Gibt nicht viel, was hier oben sauber bleibt, Vault Lady. Das war wichtig. Der Teil ist wichtig. Da. Schöne Szene. Fallout muss brutal sein. Da müssen Leichenteile rumfliegen, da müssen Löcher in den Kopf geschossen werden, haben wir nicht im anderen Trailer eine gesehen, die hat eine Gabel im Augenstecker und ballert umeinander wie narische? Ja, genau das will ich sehen.
ja nicht zurückhalten mit dem Gore. Ich vermisse die Synths, ehrlicherweise. Da hat vorher gerade auch jemand im Chat geschrieben, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr gewusst, da sprenge ich Synths gibt es nur in Boston. Wir sind da aber nicht in Boston. Die Synths gibt es nicht überall. Ich weiß schon, was du meinst. Du meinst die Synths aus Fallout 4. Mit der Institution und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich eine eigenständige Geschichte. Und wer weiß, was noch kommt. Ich meine, wenn das da, das ist ja nicht alles. Und so eine Serie entwickelt sich dann ganz furchtbar schnell weiter, wenn dann Staffel 2, 3, 4 kommt. Wenn es überhaupt so weit kommt. Wenn sie es genauso verkacken wie Ringe der Macht und Herr der Ringe, die Herr der Ringe-Serie, dann ist sowieso wurscht. Aber was mich freut, die Serie kommt auf einen Schlag, alle Folgen, am 11. April. Das ist in 4 Wochen. Supermutanten haben wir auch noch keine gesehen, das ist richtig. Dafür aber ein paar andere Sachen. Wie gesagt, man muss sich ja steigern irgendwo. Klar, das ganze Pulver aus dem Spey verschießen, das ist wahrscheinlich auch eine schlechte Idee. Das ist auch ein guter typischer Tja, das ist ein sehr kleiner Tropfen in einem sehr, sehr großen Eimer voller Chemikalien. Schaut gut aus. Mr. Handy schaut gut aus. Es wirkt fast so, als... Das. Und deswegen zuckt der Vogue-Stift so ein bisschen. Ich komme mir vor, sie ist schon sehr, sehr schönes Detail. Eine Laser, ist kein Laserpistolen. Ist ein Laserpistolen? Das ist halt auch wichtig. Die Waffen gibt es auch genauso, wie es da ist, in Fallout selber zum Spulen. Die Props müssen on fucking point sein. Das ist wichtig. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wie sie, ich sehe es auch, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es im Gefäß oder nicht, keine Ahnung, dass dieser Hauptcharakter ist. Ich sehe da schon die Gesichtszüge, wie die Wahl des Schauspielers, wie es Ozung ist. Das ist 100%ig eine der Hauptcharaktere. Die Frage ist bloß, erkennt jemand, welcher Fraktion sie angehört? Haben wir da im Bahnhof, kann das sein? Was ist denn das da? Und die Soldaten, die da am Anfang rauskommen, die so ein bisschen nach deutsche Lanzer ausschauen, ich kann es nicht anders sagen, nach deutschen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg ausschauen. Was ist das für eine Fraktion? Hat das jemand... Das ist die NCR. So, als würde das Ödland vom Chaos regiert. So, da hat man es vielleicht ein wenig sehen mit dem Symbol. Ja, ich habe auch an Railroad, habe ich eigentlich auch gedacht, aber man sieht nicht, ob die da in einem Bahnhof sind. Sonst hätte ich jetzt damit gerechnet, dass sie in einem Bahnhof sind. Das ist Minuteman. Die Minutemen könnten auch so ausschauen, das ist richtig. Die Frage ist, ob es da Minutemen gibt. Das ist ja wieder Fallout 4 Boston. Und da sieht man schon, die kämpfen gegen die Bruderschaft, Brotherhood of Steel, gegen die in der Powerrüstung. Ich glaube, Railroad oder Minutemen. Eins von denen zwei. Und weißt du, wer mir auch noch abgeht? Ist die NCR-Flagge. Echt? Aber NCR war ein wenig weit weg. Das da, ja, da habe ich es zu lange nicht mehr gespielt. Ich weiß auch nicht mehr, ich sage das auch ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr 100%, wer die NCR sind. Da kann ich mir nichts mehr erinnern, was ist deren Plan. Wenn das wirklich in Los Angeles ist, müsste eher was von New Vegas sein. Enklave schreibt da noch jemand. Anhand von was machst du das fest? Weil es der klassische Gegner von der Brotherhood of Steel ist. Ist Brotherhood of Steel nicht gegen alle? Ja, du bist nicht in der Brotherhood, ja, fuck you. Minutemen hätten keinen Grund gegen Brotherhood zu kämpfen, oder? Hat nicht Brotherhood irgendwie einen Grund gegen jeden zum Kämpfen? Und NCR ist Fallout 1 und 2. Gut, das habe ich schon seit keine Ahnung wann nicht mehr gespielt. NCR ist eine der Hauptfraktionen in New Vegas. Das habe ich schon gespielt, das ist gar nicht so lange her, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ohne Synths kein Railroad. Da müsste haben Synths direkt was mit der Railroad zum Tor gehabt? Das weiß ich auch nicht mehr. Wann ist ein Fallout 4 rausgekommen? 2015. Das war vor 9 Jahren. Ja, ich entschuldige mich, das weiß ich nicht mehr. Aber irgendwer hält immer die Zügel in der Hand. Alter! Ganz wichtig. Warum hat denn da schon wieder ein farbiges Kind in der Hand? Als wenn es seine Tochter ist. Ich gehe davon aus, weil beide haben ein Cowboy-Kostüm. Warum hat er auch da, warum kann er nicht wenigstens eine weiße Tochter haben? Sag, warum? Warum? Warum, Mann? Sag! Alter. Und jetzt erzähl mir nicht, dass das schon wieder nicht wiederkommt. Warum, Mann? Im
Prinzip ist wahrscheinlich wurscht, weil er es wahrscheinlich im Atomkrieg verliert und er dann zum Ghoul wird, weil sie halt nicht mehr reinkommen. Weiß ich nicht, bin ich da schon wieder zu eingenommen? Oder wie seht ihr das? Keine Ahnung. Ich bin so gebrandmarkt von der Scheiße, dass halt das Erste ist, was mir auffällt. Offensichtlich konzentrieren wir uns auf den Plot. Da bricht gerade der Atomkrieg aus, also es geht gerade los und sie laufen da wahrscheinlich in Richtung einer Vault. Ähnlich Fallout 4 startet so. Und wahrscheinlich schafft das halt nicht mehr. Du hast noch keinen Kontext. Ja, was wird denn der Kontext sein? Dass er halt eine farbige Frau hat. Höchstwahrscheinlich. Ich denke mal, braucht's das. Tut das irgendwo... Möglicherweise tut es was zur Story bei, aber warum sollten die Hautfarbe von irgendjemandem was zur Story beitragen? Lass doch lassen halt eine weiße Frau haben. Lass halt einfach. Haben wir doch eh schon die anderen zwei. Das ist... Weißt, sie werfen jahrzehntelang, dekadenlang Rassismus gegen genau diese Richtung vor. Gegen farbige Frauenunterdrückung, das ganze Programm. Ja, ist das Umdrehen nicht genau das Gleiche. Und das schmeckt halt so 5 vor unter die Nosengrimm, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Da haben wir nochmal den Bären gesehen und, Achtung, war das ein Brotherhood-Typ, der gegen ihn kämpft? Nochmal? Ja. sind mutierte Bären, wer das aus die Spiele nicht kennt, die radioaktiv verseucht sind und sau riesig, ohne Haar und die machen die fertig. Und er kämpft in der Power-Rüstung dagegen. Ich nehme mal an, das ist der Finn. Das Viech kenne ich, glaube ich, nur aus Fallout 76. Das hat es in Fallout 4, glaube ich, nicht gegeben. Glaube ich nicht. Da ich mich drüber erinnern. Die komischen Viecher da, die haben erst alle in Fallout 76 gekommen und das habe ich bis Level 30, glaube ich, oder so gespielt und da kann es sein, dass ich es einmal gesehen habe, aber ich bin da bei dir, es ist schon sehr in your face seit geraumer Zeit. Ja, ich bin ein bisschen voreingenommen, halt auch, weil ich es halt einfach weiß, dass es Absicht ist und ganz bewusst gemacht wird mit purer Absicht. Wenn sie nicht jemand mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Was bringt einer, der Vogue trägt? Ja, was weiß ich. Ich weiß es nicht. Was bringt es mir, dass ich mich drüber aufrege? Das ist ja nur das Nächste. Aber trotzdem, ich darf es wohl nur erwähnen, dass es irgendwie seltsam ist. Wo gibt es? Ich verstehe es nicht. Aber gut. Ja, schaut doch am mutierten Salamander aus. Dogmeat. Da wird offensichtlich unter der Foto. Was geht hier vor? Alle wollen sie die Welt retten, nur. Red-Kakerlaken, ganz wichtig, das sind die ersten Gegner in Fallout, ich glaube in jedem Fallout, sogar in Fallout 1. Das sind riesengroße Riesenkakerlaken, die halt atomstrahlungsmäßig im Arsch sind. Ah ja, da übrigens, wenn das wieder Hauptcharakter ist, ja, sag nichts. Er ist zumindest weiß. Aber ich glaube, da sieht man schon, also die Wege kreuzen sich vom Brotherhood-Typen und ihr. Ja. Ich bin gespannt, ob sie ihr Hopperl ist oder die super krasse Mary Sue. Und bei ihm genauso. Er kommt, ist der krasseste und fickt euch alle. Können sie sich nicht einigen, wie? Gut, Dogmeat. Ah, halt, stopp. Nochmal. Ach, bin zu langsam. Da sehen wir es. Das ist ja er. Das ist offensichtlich seine Frau. Und ob das etwas zum Kontext beitragen wird und zur Geschichte, ich wage es zu bezweifeln. Na also geht doch. Da ist die kleine Killerin. Kann man sie schon geben. Also ich bin guter Dinge, deswegen werde ich es mir nicht anschauen. Weil ich schon wieder so es stinkt schon wieder, aber gut. Wenn es gute Charaktere sind, ist mir das scheißegal. Und ich glaube, selbst wenn es gute Charaktere werden, da ich es trotzdem erwähnen. Weil ich finde, dass erwähnt kehrt,
dass da irgendjemand dahinter sitzt, der mit Gewalt, wirklich mit Gewalt und Absicht, das so hintrat, wie es ist. Das ist kein Zufall, dass da jemand ein farbiger ist oder nicht. Das ist kein Zufall mehr. Ich möchte es nur gesagt haben. Der Breitam schreibt, Hauptdarstellerin Eftel sei Tochter. Ja, und in der Wald hat so wenig Sonne gekriegt, dass er vor mir ein Weiße ist. Ich glaube nicht. Außerdem ist er 200 Jahre. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass er als Ghoul nicht in die Wald geschafft hat, wie der Atomkrieg ausgebrochen ist. Gehe ich mal davon aus. Er ist über 200 Jahre alt. 200 Jahre später kommt sie, die weiße Hauptdarstellerin, ich sage jetzt einfach eine Hautfarbe dazu, damit man wisst, ich habe keine Namen nicht. Kommt da raus und dann überschneiden sich irgendwie ihre Wege. Und dann gehe ich schwerstens davon aus, dass die Frau und die Tochter in die Wald vielleicht reingekommen sind oder vorher gestorben sind. Gehe ich davon aus. Und darum hat es gar keinen Kontext. Also es ist scheißegal, was. Es ist nochmal, wenn man das im Mund umdreht, dem kann ich dann sowieso nicht helfen. Es ist grundlegend scheißegal, welche Hautfarbe wer hat. Aber es fällt einfach auf, wenn kein einziger weißer Mann in der Hauptrolle ist, bei ungefähr 5 Hauptrollen. Es ist nicht schlimm, aber es fällt auf. Und wenn es nicht so schlimm ist, ja, dann mach ihn doch weiß. Ich möchte nur subtil darauf hinweisen, es ist Absicht und irgendjemand druckt da mit Absicht seine Woke-Agenda rein. Kein Zufall, es ist Absicht. Und wenn jetzt noch einer von denen schwul ist oder lesbisch oder vielleicht nicht weiß, ob er Mandal oder Weiberl ist, dann zuckt der Woke-Speer komplett aus und dann klangt's mir schon wieder und kriegt einen kreisligen Beigeschmack. Warum weiß man, wenn er doch schwarz ist? Ja, warum schreibt man das dann so in ein Drehbuch hinein mit den Klammern dahinter POC? Kann so nicht sein, POC nötig. Kannst du mir das erklären? Warum muss man... Vielleicht gibt es auch Geld dafür, Herr Unkrautbahner. Und genau so ist es. So ist es zumindest bei Sweet Baby Inc. Glaube ich. Momentan ist es so, dass offensichtlich Kredite vergeben werden. Und Budgets vergeben werden, anhand wie inklusiv Content ist. Also in Form von Spielen, eventuell ist das in der Film- und Serienindustrie genauso. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. POC als People of Color. Weil der Freshmark gerade fragt, was heißt POC? People, also farbige halt. Nicht weiße auf alle Fälle. Es gibt sogar schon einen Begriff dafür. Für alle außer Weiße. Das ist dasselbe Spielchen der letzten Jahre, was uns vorgeworfen wird mit Rassismus gegen farbige Asiaten, gegen was weiß ich, gegen Minderheiten, gegen was weiß ich. Und jetzt wird es umgedreht gemacht und auf einmal ist es okay. Und da werde ich mein Maul nicht halten. Da könnt ihr mir verzeihen, was ihr wollt. Und wir super gut sich in die Sachen funktioniert haben, können wir uns ja mal bei Disney anschauen. wir super gut, dass mal so manche Idee war von, machen wir heute mal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das zwingen wir da jetzt so gnadenlos auf, dass du in die Hosen scheißt. Das spannen uns schon nicht leid. Naja. Was ist die Konsequenz für ein Studio, wenn es zu Sweet Baby Inc. sagt, leck mir am Arsch, sie kriegt weniger Geld? Um das geht's. Wenn eine gewisse Inklusivität dann gewährleistet ist in Spielen, vielleicht auch, das weiß ich nicht, nochmal, Filmen oder Serien, dann gibt es mehr Kredit. Es ist völlig schwach, völlig hinrissig eigentlich. Hast du gewusst, dass der neue Peter Pan auch schwarz ist? Wie war die Frage vorher? Warum schwarz machen, wenn er eigentlich weiß ist? Und mir die Frage jemand beantwortet, warum schwarz machen, wenn er eigentlich weiß ist? Der Ariel, warum schwarz machen, wenn es eigentlich weiß ist? Verstehst du nicht? Bei Ariel ist ja sogar so weit gegangen,
dass man das Ende vom Film geändert hat. Nicht er rettet den Tag, sie rettet den Tag. Warum dabei ist der Weiße eigentlich sogar die wahre Minderheit. Wenn man es genau nimmt, eigentlich ja. Wenn man es zahlenmäßig nimmt, eigentlich ja. Bei uns in Deutschland natürlich nicht, aber weltweit gesehen und in vielen Ländern. Wie war das mit James Bond? Wollten sie da nicht auch Weiberleute machen? Farbige? Da habe ich mir dann, wer sagt denn, dass ein James Bond der Mo sein muss? Ich weiß nicht, vielleicht sein Name James, keine Ahnung, was weiß ich schon. Ja, es ist auf alle Fälle eine Diskussion, bei der man muss da mittlerweile vorsichtig sein, was man sagt. Weil da Leute drauf anspringen, dass die auf einmal hassen. Like, mir ist grundlegend scheißegal, was irgendjemand für ein Geschlecht oder Hautfarbe oder sonst was hat. Aber vielleicht konzentrieren wir uns mal wieder auf Sachen wie, mach mir eine gute Serie, mach mir einen geilen Charakter und setz da nicht als die wichtigste Sache hier die Hautfarbe hin. Die interessiert mich nicht. Aber wenn es mir unter die Nase gerieben wird, dann werde ich das sagen. Solange die Filme gut sind, ja, das sind sie aber seit geraumer Zeit nicht mehr. Schau dir mal den Marvels an. Ich hab's bloß im Trailer gesehen. Ich hab mir noch nicht angeschaut. Ja, du musst fliegen, ich weiß nicht, wie man fliegt. Ja, use your Black Girl Magic. Hey, komm, halt dein Maul. Komm, halt doch dein Maul. Was The Marvels im Kino und Boxoffice für ein Totalausfall war, das haben wir gesehen. Wo, der Chat, wo? Chat, wo? Warte mal. Sollen wir resetten? Hey, Chat, wo? Wieso ist der von mir weg ist, weiß kein Mensch nicht. Ich will einen weißen The Rock. Den werden wir nicht kriegen. Witcher auf Netflix, bestes Beispiel. Ja. Was muss man da auf einmal in der Ding ankruschen? Hops und der Schwupps ist abgesetzt. Komisch. Man passt alteingesessene Geschichten, die immer funktioniert haben, auf einen minimalen Bruchteil einer Zielgruppe hoch, 0,2% und wundert sich dann, dass keiner mehr sehen will. Na gut, dann macht's weiter so. Produziert seine Dreckserien und konzentriert euch drauf, was die Leute für Hautfarbe haben. Und ob's schwul, lesbisch, Mandal, Weiber, beides gleichzeitig sonst was sind. Super wichtig. Björn! Zu solch später Stund hätte es das nicht gebraucht. Zu früher Stund aber auch nicht. Sie wissen das. Björn, ich gebe dir ja auch recht, aber außer uns aufzunehmen, können wir ja kaum was da. Aber weißt du was, nirgends ist besser als auf der guten Seite des Weißwurst-Äquator Chris aus MacPom. Wir können schon was dagegen tun. Das Scheiße nicht konsumieren. Ganz einfach. Und etwas Aufklärung betreiben. Dass das nicht Zufall ist, sondern pure Absicht. Und das ist da, nehmen wir Sweet Baby Inc. als Beispiel. Die CEO, die Chefin davon, das ist die jetzt mit den Spielen zum Tor haben. Ja? Die griffen in die Spiele hinein und unterbreiten da einen Woke-Trick. Zitat. Ihr Ziel ist es, weiße, männliche Charaktere aus Spielen zu tilgen. Das ist ihr Ziel. Ich sag das jetzt, wie es ist. Das ist purer Rassismus. Also rassistischer wird's nicht mehr. Da kann ich nur so viel N-Wort-Witze machen, rassistischer wird's nicht. Wie ich versuche wirklich im echten Leben, in einem Produkt, in irgendetwas, weiße, männliche Charaktere raus. Da gibt's nicht mehr dazu zum Sagen, oder jeder, der das verteidigt. Gut. Kriegst du einen Nazi-Stempel diesmal? Nein, einen Rassistenstempel. Ist nicht ganz genau das Gleiche, aber viel Feit nicht. Naja. Los, wir brauchen mehr Likes auf dem Stream. Sagt der oder die IK, das wissen wir nicht. Wir brauchen jetzt eigentlich gar nichts, wir gehen jetzt ins Bett. Björn, das ist 20er, merci dir. Warum liked eigentlich keiner mehr die Streams? Im Oktober haben wir es fast immer gehabt. Das ist richtig. Ich habe aber auch zwingend bettelt. Das lernt Leute immer nur, wenn man mindestens 3 Meter rum bettelt. Ja, und an irgendein lustiges Erlebnis knüpft. Nur dann funktioniert das. Und der Horror Oktober ist permanent lustig, da bin ich unter, oh Gott. Der ist auch schon wieder in einem halben Jahr, ist auch schon wieder Horror Oktober, da kann ich schon wieder das Kotzen. Birgis ist 11 und der Blutdruck ist bei 200. Ja, bei 200 haben wir noch lange nicht. Die meisten wissen, ab wann wir bei 180 aufwärts sind. Da haben wir noch lang hin. Da haben wir noch sehr lang hin. Ja, aber warum? Ich verstehe es nicht. Will aber auch gar nicht, ist wahrscheinlich gescheiter so. Ich werde es auch nie verstehen. Sie wollen sich halt repräsentiert fühlen. Das ist auch okay. Aber früher hat es mehr weiße Darsteller gegeben als heute, ja. Aber heute, jetzt ist es halt langsam, was sich halt einfach umdreht. Mit purer Absicht. Und früher ist ja, glaube ich, keiner mit Absicht hergegangen, nein, nimm nicht den Farbigen oder nimm nicht den Asiaten und nimm nicht die Frau.
Es hat früher gute Frauenrollen gegeben, starke Frauenrollen. Die ersten, die mir da immer einfallen, Sarah Connor, Ellen Ripley. Es gibt farbige Schauspieler, die schon immer da waren und immer saukrass waren. Samuel Jackson, Wesley Snipes, mit zig Charakteren gespielt, die super awesome sind. Es gibt genügend. Naja, ist eh wurscht. Das ist ein ganz schwieriges Thema und da werde ich nicht aufhören, dass ich da eine triggert. Das sage ich dir, wie es ist. Dann Morgan Freeman zum Beispiel, absolut richtig. Absolut richtig. Und noch 3 Hintvoll. Mindestens 20 farbige Schauspieler und Frauenrollen. Angelina Jolie als Lara Croft. Dann haben wir, ich weiß nicht Namen, ich bin so schlecht in Namen. Aber die aus Schweigen der Lämmer. Die Frau. Julia Roberts. Es gibt genügend. Es gibt genügend große Schauspielerinnen. Ja, Denzel Washington, fucking Oscar-Preisträger, lang vor der ganzen Woke-Scheiße. Lang vor der ganzen Woke-Scheiße. Und ein unfassbar guter Schauspieler. Jodie Foster heißt, ja, dankeschön. Naja. Wie kann ich einen Will Smith vergessen? Auch wenn er noch jung ist, noch keine Legende. Aber der Mann hat es geschafft, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Und das geht mir einfach am Sack. Und das werde ich wohl noch sagen dürfen. Und wenn man, also sagen dürfen, tue ich sowieso. Ich muss auch natürlich auch mit Gegenwind rechnen. Wenn dann irgendein Vogue-Spasti drin sitzt, dann muss ich ihm leider Gottes sagen, du, wenn du nicht weißt, ob du Mandel oder Weiberl bist oder ob du morgen in der Früh einen Ringbogen scheißt und mir bei meiner braunen Kotze, wie es die meisten dann wahrscheinlich bezeichnen, nicht zuhören kannst, dann machen wir den Träger, rechts oben ist der X-Button, okay, tschüss. Es ist halt dann so. Ich sag, die Leute haben einen Vollschlag, aus. Ganz einfach. Und die richtig eingreifen und richtig was dagegen tun, sind Rassisten. Aus. Fucking aus. Männliche weiße Charaktere aus die Spiele tilgen. Jetzt ersetzen wir doch mal männlich weiß Charakter durch Juden. Was ist das dann? Was ist das dann? Oder ersetzen wir es durch schwarze männliche Charaktere aus Spielen tilgen. Was meinst du, was dann los ist, Alter? Was meinst du, was dann los ist, Alter? Ja. Ah ja, okay. Rassismus geht immer nur in eine Richtung. Muss man wissen. Das ist dann der Strike. Was wäre, ja, das muss man aber schon gescheit aus dem Kontext reißen, dass ich da dafür einen Strike kassiere. Naja. MIB, ein schwarzer und ein weißer Mann. Wenn es 50-50 ist, funktioniert es ja. Die Hautfarbe spielt keine Rolle. Sie spielt keine Rolle. Es ist egal. Es ist egal. Es ist wahrscheinlich einem Fallout-Ding egal. Es ist egal. Es ist nicht mehr egal, wenn jemand dahinter steht, der sagt, ich tilge weiße Charaktere aus Spielen, Filmen und Serien. Dann ist das Rassismus. Und wer das gut findet, der gehört eigentlich dahin, was ich jetzt nicht sagen darf. Und jetzt schleichen wir uns ins Bett. Es ist ewig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jeder, der jetzt noch da ist, smash den Like-Button, damit wenigstens noch 2 draufkommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr mit Uncharted 4. Da werden wir dann auch noch mit 2-3 Stunden eine pimmeln, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Ich weiß nicht, ob wir dann direkt nächsten Montag das Finale in Uncharted 4 schon haben. Das kommt darauf, wie weit wir am Freitag kommen. Wir werden sehen. Nächste Woche am Freitag bastelt man auf alle Fälle Lego Pimmlerei zusammen. Und nächsten Freitag probieren wir das Backpack-Spiel aus. Das ist auch so ein Ding. Deutsches Spiel übrigens. Sehr hoch gelobt auf Steam. Ich habe erst 1 Runden gespielt, so viel Ahnung habe ich noch nicht. Und wenn mir bis dahin was anderes einfällt, spielen wir was anderes. Wir werden sehen. Ich hätte auch Bock auf Bramble. Sag ich dir, was ist? Bramble schaut sehr gut aus. Schaut ein bisschen aus wie Little Nightmares. Hätte ich Bock. Der Hedgebock. So,
Und nun bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Das glaube ich ist heute an ein paar Stellen auch wieder ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Welcome to the Squad an alle neuen Mitglieder. Bussi auf das Nussi und natürlich auch an alle Reserver und alten Mitglieder. Danke fürs Zugucken. Triple F für die Moderatoren und ein wunderschönes Hashtag Schadrapse ab in den Chat. Ich hoffe, Sie hatten Spaß auch noch mit der kurzen Besempfung. Jetzt ist es 10 nach 11. Ich glaube, die Frau rasiert mich, weil die schon wieder seit einer Stunde im Bett liegt. Und jetzt schaut es, dass lang gewinnt. Bis Freitag 20 Uhr. Kussnuss. Okay, tschüss. So stimmt es natürlich nicht. Wir brauchen noch ein Endbattle. Ich weiß halt kein Endbattle. Ich schau einfach so. Pass auf. Ich schau einfach so. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss.